Talk it like Louis D. One check, Yes, one baby, check. wir sind wieder da. Ich sprich Ausler, alles putz, Oliven. Yes, baby, wir sind wieder back It's im time for Lustig! Oh, Leute we buchen uns für are Intros. here. Oh, we go. LUZ, der Y. We love it, we love it, we love LUZ is it. back in the house. Hello, hello, hello. Wir sind wieder Grüezi zurück. miteinander. Hallo miteinander, schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet für eine Episode mit einer Banane. Wir haben nochmal eine Banane. Alle drei, yeah. We are together. Yes, baby, ey. Wie läuft's? Wie geht's? Mir geht's sehr gut, habe ich mit dir. Hey, intensiv jetzt als in den letzten 3-4 Wochen. Ja, man, ich sehe dich mehr als meine Frau, oder viel, traurig. viel langsam ist. Aber du kannst mir immer Podcast zu Podcast immer mehr und mehr. Oh, ich bin ja brutal hübsch, von dem her. Vor allem wieder so eine Schwiegersohn-Pulja. Amigo, ich komme nachher zu meinen Schwiegereltern, weißt du, gegen Käfele und so. Weißt? Hey, bevor wir das ganz vergessen, wir haben wieder mal Verstärkung da. Weil, Absolut. Weil Leute schalten eigentlich nicht wegen uns, sondern wegen anderen Personen. Genau, ich schwöre. Wir haben einen jungen Mann, der Tabuthemen bricht, der das Wort Mut praktisch erfunden hat. Ganz Warum, genau. kommen wir später noch darauf zurück. Herzlich willkommen, Kai Woser. Hello, hello. Grüezi. Das Wichtigste, Kai, wie geht's dir? Alles gut? Ja, super, ja. Jetzt sowieso, mit eurer Positivität. Nice, nice. Mit dem Intro kann es einem noch gut gehen. Ist Das freut ansteckend. uns. Das freut Das uns. ist gut. Wir merken, das ist blendend. Ja, Ja, ich werde überstrahlt, das bin ich mir gar nicht gewöhnt. ja. Das ist wie Chemotherapie für Positivität. Ja, wir haben extrem Freude, dass du da gekommen bist und die Einladung angenommen hast. Danke Ja. vielmals. Man muss auch sagen, die allerspontanste Absolut. Zusage, die wir bis jetzt hatten von allen. Gestern geschrieben, heute easy, kommen. Gut, das tönt jetzt so, als ob du voll nichts tust den ganzen Tag. Aber ja, das ist alles sicher viel Glück gehabt. Und vor allem, weißt, wir sagen jedes Mal, ich habe es davor schon gesagt, eigentlich ist unser Ziel, dass wir, bevor wir die Kamera einschalten, wenig mit den Gästen reden. Mit dir haben wir jetzt irgendwie fast eine Stunde lang sind wir auf Ja, Chile aber gewesen. nicht mehr zu erzählen, oder? Aber ja, du hast sicher sehr viel. Und die Themen tun wir wieder jetzt hier reinbringen. Voll, ja. Voll. Aber zuerst, was läuft? Was willst du machen? Wie geht's? Was bist du jetzt gerade dran? Ja, es geht mir sehr gut. Sehr Ich schön. kämpfe halt jetzt vor allem gegen die Stigmatisierung und auch die Diskriminierung von psychischen Problemen. Und das ist mein grösstes Anliegen. Ich muss da ein bisschen näher ran, habe ich das Gefühl. Tipptopp, ja. Ja, das ist mein grösstes Anliegen und das mache ich momentan auf Instagram und werde das aber auch eben in Podcasts machen. Ich bin jetzt sehr zuversichtlich, dass ich auch selber einen Podcast habe mit einem Psychiater zusammen und Wow, nice. ja, auch einen Kurzfilm noch schiessen diesen Monat und Ui, ja, mehrere Bach. Projekte, wo ich dran bin. Und bin jetzt selber ein bisschen herausfinden, was macht mir am meisten Spass und in welche Richtung will ich am ehesten Wichtig. gehen. Aber das Hauptthema bei mir ist schon Mental Health. Ja, wichtig. Nice. Wichtig, ja. Absolut wichtig. Und schön, dass man. Ich finde immer schön, wenn jemand seine Passion. Du hast ja deine Passion, für die dich vielleicht noch nicht kennen. Wir haben hier einen Ex-Profi, einen ehemaligen Ja, Fußballer. Vorher habe ich ja gesagt, jemand, der das Wort Mut praktisch erfunden hat, oder? Vielleicht für die noch nicht meinen Hint noch nicht ganz gecheckt haben. Der junge Mann hat mehrere Saisons bei GC gespielt, geht er zu Basel. Nach einem kurzen Aufenthalt in England geht er zum FCZ. Die Frage war, wie kannst du alle Schweizer Fußballfans hässlich machen? Und der Kai Woser, ja. Das habe ich geschafft. Ja. Ich habe alle gegen mich aufgehetzt. Ja. Das war eben meine Spezialität. Aber wann hast du gemerkt, dass das Fußballding könnte wirklich profimäßig Anklang finden? Boah, das war immer mein Traum. Also schon als kleines Kind bin ich mit kurzen Hosen und den Stülpen rumgerannt. Also auch so in die Schule und so, oder in den Kindergarten. Geil. Ich habe mich alle blöd angeschaut, aber so richtig gemerkt, dass es richtig Profi kann gehen, ist dann schon gewesen, wo GC mich geholt hat als 10-Jährige. Dort habe ich natürlich dann geträumt. Und nachher, ja, ich würde so sagen, zwischen 16 und 18 ist relativ dann klar geworden für mich, dass ich das unbedingt wollte und dass ich es auch schaffen kann. Und ja, dann bin ich immer besser geworden und bin dann auch als ein grosses Talent angesehen worden im Club auch und habe mir dann schon Hoffnung gemacht. Wobei, dann habe ich mal ein Jahr noch eine schwerwiegende Verletzung, also eine Entzündung am Schambein Okay. mit 18.
Also vorher bin ich sehr, sehr gut dabei gewesen und sehr gut drauf gewesen. Und nach dieser Verletzung, in dieser Verletzungsphase habe ich mir extreme Gedanken gemacht, dass ich jetzt vielleicht gleich nicht könnte lange, bin dann aber nachher stärker zurückgekommen, als ich eigentlich Also hast du dort aufgehört habe. Hast du dort schon einen Profivertrag gehabt, wo du die Verletzung hast? Nein, dort habe ich noch keinen Profivertrag gehabt. Dort bin ich irgendwie 17, 18 gewesen. Aber habe dann wirklich sehr, sehr gut gespielt. Das internationales Turnier haben wir gegen Real Madrid im Finale gespielt und dort bin ich super gut gewesen, aber in dem Spiel habe ich mich dann eben verletzt. Und in dieser Verletzungsphase habe ich dann halt viel Zeit im Kraftraum verbracht. Also bin dann, habe dann recht zugelegt, auch körperlich, weil ich bis so ein riesen Sprenzel war. Ich bin jetzt auch noch keine Maschine, aber dazu noch viel mehr. Und ja, aber das hat mir nachher gut getan irgendwie. Also, dann bin ich nachher total durchgestartet nach dieser Verletzungspause und dann relativ schnell in die erste Mannschaft gekommen. Mhm. Nice. Und dann, wann ist es, dass du in den ersten Profivertrag bekommst? Wie alt bist du denn? Da bin ich 19 gewesen, ich glaube, gerade 19. Bei GC? Ja, bei GC, ja. Nice, okay. Und dann, was bist du? 6 Jahre im GC? Also insgesamt 14 Jahre. Im Eis bin ich glaube 5 Jahre gewesen. 19 bis 24 und nachher bin ich zu Basel, ja. Und dann, wie ist der Switch? Ist der Switch relativ klar gewesen? Oder ich meine, du bist ja dort noch als Talent. Gut, was bist du denn nach 5 Jahren? Irgendwo 4, 25 bist du zu Basel gewechselt, richtig? Genau, mit 24. Also das war eigentlich so gewesen, das war eigentlich nicht relativ klar gewesen. Ich habe mit 23 dann eine super Saison gemacht und auch super angefangen in der neuen Saison. Bin dann dort eigentlich schon einer der besten Spieler in der Mannschaft, würde ich mal sagen. Und dann, so bescheiden muss man sein. Nein, aber das hat natürlich schon auch Aufmerksamkeit generiert, im Inland wie auch im Ausland. Habe mich dann aber verletzt, habe mich so operieren, die Sehne angerissen und bin 7 Monate ausgefallen. Wow. Und mein Vertrag ist ausgelaufen nach dem Jahr. Also das war eigentlich dann auch eine Verhandlungszeit gewesen, um mit GC zu verhandeln. Aber während dieser Verhandlungsphase hat mich Basel angefragt, schon in der Winterpause. Aber ich bin noch verletzt gewesen. Und dann bin ich jetzt mal einen Medizincheck gemacht, habe mit dem Trainer geredet und so. Und die haben gesagt, wir wollen die unbedingt. Sie haben mich eigentlich zuerst schon in der Winterpause holen. Wer war der Trainer dort? Thorsten Fink. Okay. Aber ich bin noch verletzt gewesen. Also dann haben sie beim Medizincheck gemerkt, ja gut, du bringst uns momentan nichts, dann warten wir, bis dein Vertrag ausläuft. Und ja, dann ist aber die Verletzung noch viel länger gegangen, als ich eigentlich erwartet habe, in diesem Jahr noch. Und dann habe ich am Schluss nur noch 7 Spiele gemacht. Und dann bin ich mit beiden Vereinen am Verhandeln gewesen, oder beziehungsweise vor allem mit GC auch, aber die Verhandlungen haben mir nicht gepasst. Und dann habe ich mich entschieden, bei GC nicht zu verlängern und habe nachher mit Basel angefangen zu verhandeln. Weil in den letzten 7 Spielen nach der Verletzung bin ich dann halt wieder sehr, sehr stark gewesen. Und Basel hat dann gesagt, gut, sie haben mich anschauen und dann gesagt, ja doch, wir wollen nicht so unbedingt. Und dann hat es geklappt. Ist Basel die einzige Option gewesen? Oder du Zu dem hast vorhin Ausland erwähnt? Ein Jahr vorher hat mein Berater mal noch mit Hertha Berlin Kontakt gehabt und hat gesagt, ja, vielleicht über ein Jahr und so. Aber in dieser Zeit nach der Verletzung, ich meine, ich bin nachher 7 Monate verletzt und habe nur noch 5, 6 Spiele gespielt, oder 7 Spiele, glaube ich, sind es. Und in dieser Phase habe ich dann einfach entschieden, nicht bei GC zu bleiben. Und dann war der nächste Ansprechpartner halt Basel gerade, weil die mich schon wollten. Und damals auch auch Nummer 1 sportlich. Genau, und dann habe ich mich eigentlich dann direkt entschieden, weil die haben, die sind Meister geworden und wir haben dann Champions League gespielt im nächsten Jahr. Also für mich ist das eigentlich ein riesen Schritt gewesen und ein Fortschritt. Es war mein Traum, mal Champions League zu spielen. Ja. Wie war es so, Champions League zu spielen? Erzähl mal da den jungen Leuten, wie das so ist. Was war das erste Spiel in der Champions League? Gegen welche Mannschaft? Weißt du? Ist es Chelsea gewesen? Ich weiß nicht mal. Ich glaube, es war Chelsea gewesen. Ich bin mir nicht mal mehr sicher. Ich glaube sogar gewonnen, 1-0 Chelsea. Ah ja. Ja, warte mal schnell. Welches war das erste Spiel gewesen? Krass, ich denke, das ist so etwas, das vergisst man nie mehr. Ich schwöre, ich weiß es. Ich glaube, es war Chelsea gewesen, das erste Spiel in der Champions League. Wer hat bei Chelsea gespielt? Ist es die Zeit von der Drogba und so gewesen? Ja, schau, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Bei Chelsea gegen den Eto'o, Lampard, Terry, Hazard, Mourinho war Trainer. Alter, das ist... Und vor allem, das ist jetzt eine Champions League, kurze Story, weil wir sind uns schon mal begegnet. Das ist dir vielleicht nicht so ganz bewusst, warum ich immer noch hässlich bin auf dich. Ich habe einen guten Kollegen von mir, ist Basel-Fan. Ich bin ja Zürich-Fan. Für die nicht checken, Zürich heisst eigentlich FCZ. Ein guter Kollege von mir ist Basel-Fan und noch haben wir einen Wett gehabt, ich weiß nicht mehr, wo das gegangen ist.
Ich war entweder gehen wir das nächste Spiel zusammen, er und ich Zürich schauen oder Basel. Und nach das nächste Spiel war Basel-Tottenham, Europa League Viertelfinale 2013. Im Penaltyschiessen, wo wir weitergekommen sind. Genau, ja. Ich bin dort im Stadion, wo du gespielt hast. Und dort hast, du kannst dich nicht mehr an das erinnern, du hast mich dort gesehen und jetzt weißt du es plötzlich nicht mehr. Meinst du? Das ist voll prominent, Ich glaube kennst du schon, mich ich nicht glaube mehr. schon. Ja doch, jetzt mag ich mich wieder Eben, erinnern. gell? Der kleine Fächer sehe ich dort rein. Aber was ist das für ein Gefühl gegen... Du spielst in der Super League, also es ist, ich weiß nicht da... Super League klein reden. klein reden, sondern gegen Chelsea. Du stehst dort gegen die man eigentlich in der FIFA immer auswählt und dann spielst du gegen die. Weißt, was ist das für ein Gefühl? Wie, Ja, es ist, wenn du das erste Mal erlebst, schon ein bisschen surreal. Also eben, du siehst die nur im Fernsehen und denkst so, oh mein Gott, jetzt spiele ich gegen die. Und die Nervosität ist natürlich schon da. Also vor allem vor dem Match, vor allem wenn du so rüber schaust und das sind einfach die Spieler dort. ja. So, ich denkst verstehe du, vor allem im Gang. Wie weißt, wird wenn jetzt das sein? Wie wird jetzt das sein? Wenn ich Wenn jetzt im gegen Gang die spiele, rüber habe ich da schaust, ja. überhaupt eine Chance oder nicht? Ja, Und ja. das ist so die Frage, mit der du dich ein bisschen beschäftigen. Ja. Aber sobald das Spiel losgeht, Bist im bist Film. du halt voll im Fokus. Also, ja. Ist es so, dass wenn du merkst, du gewinnst einen Zweikampf, dann sagst du, die sind ja auch nur Menschen. Ja, also du merkst schon, dass es ein bisschen schneller geht Schon, und ja. dass sie einfach auch physisch barater sind und ballsicherer, viel ballsicherer. Du merkst schon, das ist ein anderes Niveau. Aber ich habe mich relativ schnell können das Niveau anpassen. okay. Also bei Basel zumindest, weil ich mich auch wohl gefühlt habe. Und dann merkst du, okay, gut, ich bin sehr ein schneller Spieler gewesen. Also es hat nicht viele Spieler gegeben, die schneller waren als ich, oder wir haben können irgendwie abhängen. Und die Schnelligkeit hat mir halt auf dem Level dann schon auch viel geholfen. Ja, safe. Es ist irgendwie so, jetzt im Basketball sagt man so, ich kenne das jetzt von der NBA, ich sage das viele Spieler, so ein Welcome to the League Moment. Weißt du, wenn so bei den Big Boys, weil jetzt für mich in meinen Augen so als nicht Fußballprofi Champions League ist, hast du irgendwie so einen Moment gehabt, wo du mir sagen, amigo, weißt du, wenn der Hazard an dir vorbeidribbelt oder so mit so einem Tempo oder keine Ahnung, wenn der Lampert da Ballwechsel nach Ballwechsel, Seitenwechsel montiert. Ja, also der Hazard ist nie von mir vorbeigezogen. Nice! Nein, aber ich habe einen Moment, also der Hazard ist einer der besten Spieler, die ich je gegen ihn gespielt habe. Ich meine, dem habe ich fast den Ball nicht wegnehmen, aber er ist trotzdem nicht an mir vorbeigezogen. Aber einen Moment habe ich Machen gehabt. wir schnell einen Applaus noch da. Nein, aber einen Moment hatte ich gehabt gegen mich, wo ich mich total auseinandergenommen habe. Also der Ball ist so in der Mitte und ich komme zu spät und er kommt früher am Ball als ich. Und ich mache so den Schritt und er schiebt mir zwischen den beiden durch und rennt. Ja, und dort hat er mir einen riesen Tunnel geschoben. Und dort ist es schon an mir vorbeigezogen. Aber wir sind halt so beide im Vollsprint aufeinander zu. Und er hat dort einen riesen Trick gemacht. Also ja, das ist genau bei seinen Highlights gekommen. Und, so. Und, ja. Und du einfach dort einfach am Stehen, der Wichser. Ja, dort habe ich gemerkt, oh mein Gott, Junge, das ist nicht Super League. Also, Ja. Ist das auch einer von denen, wo du würdest sagen, der war wirklich beeindruckend gewesen? Ja, also für mich war er der beste Gegenspieler, den ich je gegen ihn direkt gespielt habe. Schon, Er war einfach unglaublich stark am Ball. Eben, ich habe auch gegen Ribéry oder gegen Robben mal gespielt und so, aber für mich ist der Hazard damals zu dieser Zeit ist er unglaublich gewesen. Also Der das hat den absolute Prime, ja. Ja, wenn er den Ball abdeckt, du bist nicht am Ball gekommen, keine Chance. Dann Ja, ist mit zwar dem ein fetten Arsch. ja, aber körperlich stark, du hast einfach keine Chance. Ich meine, Mhm. du hast ihn nur können eigentlich abdrängen, also dass er eigentlich nicht auf dir vorbeizieht oder nichts Gefährliches macht oder einfach den Ball zurückspielt, aber den Ball wegnehmen. Ich glaube, das habe ich nie geschafft. Oder vielleicht einmal oder so, aber mir nicht. Ist auch interessant bei ihm, ich habe auch schon einige Podcasts oder Stories über ihn gehört, wo Leute gesagt haben, da ist einer von denen, der trainiert einfach nicht. Oder voll scheiße, kommt Sport, trainiert von 5-6 Mal in der Woche, trainiert oder 2 Mal und kommt am Wochenende, am Samstag und funktioniert. Krass. Ja, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich aber, ich auch nicht, ich habe nur ein paar Stories von ihm so gehört. Gibt es so während dem Match jetzt so vielleicht so Rangeleien oder so, sagen wir auch so Meinungsverschiedenheit. Ja, oder Beleidigungen, so, wo dich die Spieler auf Englisch beleidigt haben? Oder? Ja, das hat es paar. Also ich weiß nicht, wie ich das soll sagen, aber ich sage es, weil er ist eigentlich ein guter Typ und ich glaube, ich kann heutzutage so darüber lachen. Ich habe mal mit dem Hakan Yakin habe ich ein paar Mal Hakan! ein paar Mal so Konfrontationen gehabt. Also eine von meinen ersten Spielen als Sechser in meiner ersten
Saison bei GC bin ich Manndecker auf ihn. Oder? Und das ist eigentlich eine lustige Episode. Und ja, ich bin ihm überall angefolgt, wirklich wie ein aggressiver Terrier, oder? Ja. Und das hat er halt gar nicht gern gehabt. Er war ein technischer Spieler, er hat eigentlich immer den Ball wollen und so. Ein richtiger Zehner halt. Genau, und dann in der Halbzeit sagt er mir so, hey, ich gehe jetzt schnell aufs WC, kommst du auch mit? Aber die wichtige Frage, bist du mitgegangen? Nein. Ich habe gesagt, nein, jetzt lade ich dich schnell, komm. Geil. 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 Ja. Und was man ja noch muss sagen, man, du bist 3-mal Meister geworden in der Schweiz, 2-mal Cup-Sieger, einmal mit dem richtigen Verein und einmal mit einem anderen. Das ist genau unsere Leistung. Und wenn man deine Mitspieler anschaut, du hast auch heftige Mitspieler gehabt. Ich meine, du hast mit dem Salah zusammen gespielt. Bei Liverpool der Salah, der Cher, der jetzt in der Premier League alles auseinander nimmt. Bin ich gerade vor 2 Wochen in Newcastle gewesen, Match von ihm. Mit dem Sommer, Streller, unter dem Yakin, unter dem Murat Yakin gespielt. Hast von diesen Ausnahmespielern, die es dann noch auf so einem Mega-Level erreicht haben, hast du das auch gemerkt im Training oder im Alltag? Oder ist das dann so für dich mehr Überraschung gewesen, dass die so weit gebracht haben? Nein, es war keine Überraschung. Also, ich meine, klar hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass Salah einer der besten Spieler in der Geschichte der Premier League wird werden. Also das kannst du ja nicht erwarten. Ja. Aber ich habe mit ihm zusammengespielt und ich habe gesehen, dass er einfach unglaublich gut ist, unglaublich schnell ist. Er hat damals noch ein bisschen das Problem gehabt im Abschluss. Ja, aber auch schon dort hast du gemerkt, okay, nein. Ich meine, wenn der vor dem Goal noch effizienter wird, ich meine, der klopft sie 2-3 Mal rein pro Match, weil er hat so viele Chancen gehabt, er war so schnell gewesen. Super Laufweg, wirklich blitzintelligenter Fußballer. Also das ist für mich Spielintelligenz. ein Genuss gewesen, mit ihm zusammenzuspielen. Also wenn ich dem den Ball gespielt habe, ich habe ganz genau gewusst, wo er den Ball will, und ich habe auch immer ganz genau gewusst, ich kann hinterlaufen und er sieht es. Ja. Und er zieht gegen ihn und das hat einfach wirklich super harmoniert mit ihm. Aber auch neben dem Platz sind wir sehr, sehr gut befreundet gewesen. Wir sind vor dem Spiel sind wir Datteln kaufen. Ja, wirklich im Fall. Ja, so abergläubisch, weißt du, zusammen Datteln kaufen, irgendwie bevor wir ins Hotel sind, und dann am Morgen sind wir zusammengekocht und haben die Dattelmilch da und haben sie gegessen. Und das war unser Aberglaube gewesen. Geil. Hat er den Deutsch können? Nein. Nein, wir haben Englisch geredet. Also er ist wirklich ein intelligenter Mensch, hat dann auch schnell sein Englisch verbessert und wirklich auch lustig. Der ist ja direkt von Ägypten gekommen, gell? Ja, genau. Ja. Und beim Sommer oder beim Cher ist das. Weil ich finde, bei einem Offensivspieler siehst du noch eher, da ist halt etwas, da kannst du einfacher messen. Weißt du, mit dem Goal ist eine einfachere Statistik als Defensivstatistik. Ist das beim Cher, der ist übrigens ja auch Banker gewesen. Er hat ja die Lehre gemacht bei der Raiffeisen in Wiel. Mittlerweile in der Premier League alle Stürmer zur Weißglut am Treiben. Ja. Ja, also den Jan Sommer kenne ich halt schon ewig. Wir sind zusammen, er war der Junior-Nazi und der war ein Riesentalent, das habe ich immer gewusst. Er hat nicht zuerst zusammen bei GC noch gespielt. Und bei ihm habe ich eigentlich nie einen Zweifel gehabt, dass er mal wird ein Top-Goalie sein und bei einem riesen Club sein. Das ist einfach wirklich ein unglaublich talentierter Goalie mit den Füßen, mit allem. Auch ein Vollprofi, mental halt auch extrem stark. Und das hast du einfach immer gemerkt. Und beim Cher auch. Also, der Cher ist damals von Wiel zu uns gekommen und am Anfang hat er nicht so gespielt, aber du hast im Training schon gesehen, er ist einfach unglaublich stark am Ball. Also, der hätte gerade so gut können Zehner werden, hat man damals gedacht. Er hat dribbelt. Seine Schwäche war damals noch ein bisschen das Zweikampfverhalten gewesen. Ah, das ist interessant. Jetzt ist er voll stark in dem. Ja, aber eben so am Anfang, als er gerade von Wiel kam, ich meine, dann haben wir so die 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 gemacht. Und ich bin auch so dem vorbeizogen, wenn er eine Slalomstange wäre. Und ich habe mir gesagt, hey, fuck man. Aber eben, der hat sich halt müssen daran gewöhnen und der hat dann extrem schnell dann eingeschlagen und extrem schnell brutal dazugelernt in allen Bereichen. Und dann ist eigentlich klar gewesen, der wird eine riesige Karriere machen. Also der war ein riesen Innenverteidiger-Talent gewesen. Das Einzige, was am Anfang noch gefehlt hat, ist so ein bisschen das Zweikämpfer ist, aber das hat er jetzt auch brutal. Und eben, ich meine, wenn du in der Premier League spielst, dann ist das auch dann muss das auch deine Stärke sein. Und das ist jetzt mittlerweile sogar seine riesige Stärke geworden. Was ist, wenn du zurückschaust, was ist das Highlight von deiner Karriere, wo du kannst sagen, oder vielleicht ein Match oder ein Punkt, wo du kannst sagen, das war mein Highlight von meiner Karriere? Highlight von meiner Karriere? Oh.
Ja, schon die Spiel gegen Chelsea in der Champions League, würde ich sagen. Und das Viertelfinale gegen Tottenham auswärts an der White Hart Lane, wo wir 2-2 spielen. Ja. Weil dort Das bin ist ein ich Hinspiel, das ist ein Hinspiel gewesen. ja, genau, das Hinspiel. Weil dort bin ich irgendwie 5 oder 6 Monate verletzt gewesen, und das war mein erstes Spiel von Anfang an, nach der ja. Verletzung. Und ja, dort hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass ich da mithaben kann. Und das Spiel hat meine Karriere gerettet in dem Moment, weil ich bin bei Basel vor dem Spiel eigentlich nonstop verletzt gewesen. Also wo ich bei GC die Verletzung hatte, bin ich nachher zu Basel gekommen und habe genau wieder die gleiche Verletzung gehabt, bin ein Jahr ausgefallen, bin dann zurückgekommen und wieder ausgefallen. Ja. Und dann nach dieser langen Verletzungszeit eigentlich mein erstes richtiges Spiel von Anfang an, gerade im Europa League Viertelfinale auswärts gegen Tottenham. Gegen den Bale. Ja, genau. Damals gegen den Bale, ja. Ja. Und dort, das war schon ein Highlight gewesen, weil ich habe in dem Moment auch trainiert, weil ich habe gewusst, look, 2 Außenverteidiger sind gesperrt und ich muss spielen. Das haben auch alle anderen gewusst. Und in dieser Zeit bin ich wirklich wie eine Maschine. Ich irgendwie einen Monat vorher schon wirklich Schnelligkeitstraining gemacht für mich daheim. Ich habe immer am Assistenztrainer gesagt, gehen wir Flanken üben und so weiter. Nur noch professionell gelebt, immer im Kraftraum. Und bei mir daheim habe ich Skibbings gemacht, so 2 Matratzen aufeinander gelegt. Und an Anfang Skibbings mache ich wirklich wie eine Maschine trainiert. Weil ich habe gewusst, ich muss, das ist meine letzte Chance vielleicht auch, weil bei Basel bin ich schon langsam abgeschrieben gewesen, als verletzungsanfälliger Spieler, der sich wahrscheinlich nicht wird durchsetzen wird. Ich wusste, das ist meine letzte Chance und da muss ich jetzt auch Vollgas geben und ja, haben dann auch einen super Match gemacht. Ist auch die White Hart Lane etwas, wo ich sagen, eines der geilsten Stadien, wo du warst, oder? Ja, ich habe es unglaublich geil gefunden. Ja, es war halt wirklich noch so ein altes Stadion gewesen und ja, so ein Fußball, so ein romantisches Stadion. Es ist halt nicht so ein modernes, wie man das heute sieht, aber das sind eigentlich die Stadien, die für mich am meisten Charme haben. So die auch haben. Fußball-Nostalgiker. Genau. Und da zum Beispiel eben in Fulham ist das auch so ein Stadion, das Craven Cottage, wo einfach noch das Flair hat von früher und das merkst du auch, einfach. Das ist anders. Schalke, wie war das Stadion? Hast du auch gespielt in der Champions Auch sehr, sehr geil. Victor Boateng, Draxler. Genau, ja, auch sehr, sehr geil. Die Atmosphäre war unglaublich gewesen. Ja, es ist auch ein riesiges Erlebnis. Es war ein grösseres Stadion gewesen, logischerweise als die White Hart Lane. Auch eine riesige Atmosphäre, aber ja, der Match ist nicht so gut rausgekommen für uns. Ja. Wer ist für dich der beste Schweizer Spieler? Beste Schweizer? Also nicht jetzt so aktiv ist, sondern auch schon Aller Zeiten. aller Zeiten. Also ich sage immer Ivan Rakitic. Ein paar sagen, der ist kein Schweizer. Für mich ist er ein Schweizer. Ja, ich will. Nein, also für mich ist er der, weil ich habe auch mit ihm früher... Ah, du hast auch mit dem gespielt? Ja, also U21-Nazi oder Ah, ja? U20, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich habe mal mit ihm ein Zimmer geteilt, das weiß ich noch, da mag ich mich noch daran erinnern. Und für mich ist er mit Abstand der Beste aller Zeiten Ja, in der Schweiz. Ich meine, krass. der Champions League mit Barcelona und alles. Und ja, dann gibt es andere, wie Akanji, wo auf seiner Position sicher, da wird es wahrscheinlich selten einen geben, wo nochmal so eine Karriere wird machen als Innenverteidiger. Also die 2 sicher und Xhaka, klar, Sommer, all die sind auf einem ähnlichen Niveau, wo einfach wirklich mittlerweile einfach unglaublich ist, was die für das Niveau auch haben, wo wir auch alle können stolz drauf sein als Schweizer. Absolut. Hättest du einen Plan B gehabt? Hätte es nicht geklappt? Mit was? Mit Fußball, wenn das nicht geklappt hätte. Plan B war immer studieren und das habe ich auch nach der Karriere gemacht. Ja. So Was hast du studiert? Der klassische Weg. Soziologie und Psychologie. Ah, wow. Das ist neben der Karriere oder nach der Karriere? Nein, nach der Karriere. Also ich habe nach der Karriere zuerst ein Praktikum beim Tagesanzeiger gemacht als Sportjournalist. Beim Tagi. Ja, also bei Tamedia, ja. Geil. Und dort auch einen Podcast und habe dann angefangen zu studieren und bin dann noch nachher zum SRF und habe studiert jetzt eigentlich bis letzten Herbst und habe dann das Studium abgebrochen oder auch zwangsläufig müssen abbrechen. Wie, ab wann hast du dich denn auseinandergesetzt mit der Zeit nach der Karriere? Das war ein Prozess gewesen. Also ich habe immer gewusst, eigentlich seit ich kann denken oder seit ich auch den ersten Profivertrag unterschrieben habe, dass ich eines Tages noch studieren wollte. Das war eigentlich immer klar gewesen für mich. Von dem her, ja, aber wo nachher ein Karriereende kam, habe ich mir schon mega viele Gedanken gemacht. Und ich wollte irgendwie auch lernen schreiben. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde eigentlich mal ein Buch schreiben. Weil ich habe immer gedacht, ich werde mein Coming-out als schizophrener Fußballer mit einem Buch machen und nicht so, wie es jetzt war. Ja. Aber ja, und dann habe ich gedacht, ich mache ein Praktikum zum Lernen schreiben und habe dann aber gemerkt, mich interessieren andere Themen als nur der Sport und ich möchte studieren und ich möchte einfach so viel wie möglich lernen
in so kurzer Zeit wie möglich. Ich bin ein sehr wissensdurstiger Mhm. und wissbegieriger Mensch und ja, ich habe eigentlich auch mein ganzes Leben lang immer wissenschaftliche Bücher gelesen oder mich mit Wissenschaft auseinandergesetzt, Podcasts geschaut, Professoren zugelassen, wie sie irgendwelche Vortrag geben auf YouTube und so. Und das ist für mich immer mega wichtig gewesen, so mich weiterbilden und ja, ich habe immer ein bisschen nach dem Ja. Sinn vom Leben gesucht. Aber schau jetzt, bevor wir das Fußballthema abschließen, noch ganz kurz, vorher mal etwas in den Sinn kommen. Du hast jetzt vorhin noch U21-Nazi mal angesprochen. Erste Mannschaft Nazi nie ein Thema gewesen? Bist du angefragt worden? Das Thema, also nein, angefragt bin ich nicht worden. Es ist, wo ich bei Basel mal eine super Phase hatte, wo wir Champions League gespielt haben und alles, dann ist es schon aufgekommen, das Thema, also vor allem auch von den Medien aufgenommen worden, dass ich eigentlich einen Platz in der Nazi verdient hätte und so weiter. Ja. Und dort ist es mal diskutiert worden, nur mein grösstes Problem sind meine Verletzungen gewesen. Also das heisst, ich bin praktisch in meiner Karriere nie länger als ein halbes Jahr ohne Verletzung gewesen, Wow, oder? Also ich wow. bin immer wieder verletzt gewesen und das ist mein grösstes Handicap gewesen in meiner Karriere und das hat mich halt auch immer wieder gebremst, also gerade was das Thema Nazi anbelangt oder halt auch dann in den Clubs selber hat es mich immer wieder zurückgeworfen, weil dann wieder ein anderer Spieler gespielt hat und der hat vielleicht seinen Job gut gemacht, habe mich immer wieder müssen zurückkämpfen nach diesen Verletzungen und das ist schon ja, also eben, ohne die Verletzungen hätte meine Karriere vielleicht anders ausgesehen, aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Also. Ja. Hast du denn deine Profikarriere beendet? Mit 32. Mit Also, 32. Auch Ja, früher. voll. Du bist ja Ja. noch in den Staaten hinein oder bei Damis? Genau, dort habe ich noch ein Jahr in Amerika gemacht, weil ich einfach die Erfahrung noch mitnehmen wollte. Ich habe gewusst, wahrscheinlich werde ich nach dem Jahr aufhören. Und ja, ich bin halt dann durch die Also Verletzungen aufhören bei ganz der Stadt aufhören. oder ganz aufhören? Ganz aufhören. Ja. Ich habe eigentlich gemerkt, dass ich nicht mehr so den Drive habe, nicht mehr so das Feuer habe. Und auch immer wieder das Problem mit meinem Fußgelenk, das mich nicht losgelassen hat. Und ich habe dann in Amerika gemerkt, hey, Scheiße, ich meine, wenn ich jetzt 2-3 Matches hintereinander gespielt habe, ich habe so Schmerzen gehabt. Oder wenn wir auf der Kunststraße trainiert haben, ich habe so Schmerzen gehabt die ganze Zeit. Und habe dann auch viel einfach mit Schmerzmedis gespielt. Und dann habe ich einfach gesagt, look, das kann ich einfach nicht mehr weitermachen. Hey, erstens mal bin ich nicht mehr so gut, zweitens bin ich nicht mehr so schnell, drittens mal habe ich nicht mehr so Lust. Ich kann gar nicht mehr trainieren als die anderen. Es geht nicht mehr. Ich kann fast nicht mehr trainieren, weil es mir so weh tut. Was bringt das eigentlich noch da? Und ja, ich habe dann schon die Motivation verloren. Ja. So, wenn man als Profiathlet, also als Profisportler, noch für dich die Entscheidung triffst, gut, ich höre auf. Mhm. Ist das ein Prozess? Ist das einfach so, gut, es tut mir weh, ich höre auf? Oder tut es nicht weh, den Lifestyle aufzugeben? Ist das nicht Überwindung? So, Also der dir Lifestyle selber, aufzugeben. weißt du, dir selber einzugestehen, dass das nicht mehr lange, dass der Körper nicht mehr mitmacht. Das ist extrem schwierig. Ja, dir selber einzugestehen, hey, look, eigentlich, du bist nicht mehr auf dem Niveau. Und ja, was bringt es, wenn du nicht mehr das Niveau kannst erreichen, wo du dir eigentlich gewöhnt bist? Was bringt es, wenn du merkst, okay, dein Fußgelenk, dein Fuß tut dir die ganze Zeit weh, du bist nicht mehr so schnell, bist nicht mehr so agil. Und ich habe in Amerika auch im Mittelfeld gespielt als Sechser. Also ich bin nicht mehr Außenverteidiger gewesen, weil ich auch nicht mehr so schnell war. Wobei die letzten 2 Spiele habe ich auch Außenverteidiger gespielt, nachher habe ich noch das Goal gemacht. Nein, aber eben, ich habe gemerkt, okay, das Niveau ist nicht mehr das, wo ich mir gewöhnt bin. Und am Ball bin ich sehr gut gewesen, no, und alles. Aber eben die Schnelligkeit, die Agilität ist weg gewesen, und das war meine grösste Stärke gewesen, eigentlich immer. Und ohne das hat es mir auch weniger Spass gemacht. Ja, ich habe mich nur Wunder genommen, weißt du, das ist sicher ein schwieriger Prozess. Ja, es war ein extrem schwieriger Prozess gewesen. Aber eben, wo ich dann nachher zurückgetreten bin, habe ich mich mega befreit gefühlt. Also, Ja, glaub ich weiss noch, die ersten paar Momente, ich so, endlich kann ich machen, was ich will. Endlich kann ich einfach mal leben. Also wie meinst du befreit? Also was ist denn... Ja, einfach der Druck, immer, du bist eigentlich, die ganze Karriere ist durchgeplant. Also weißt du, durchgeplant. Ich meine, du planst deine Karriere nicht durch, aber du hast immer einen Plan, wo du dich dran halten musst. Du hast dann Ferien, wenn der Club Ferien hat. Du hast dann Spiel, wenn der Club Spiel hat. Du kannst nie einfach mal sagen, spontan, ich mache mal etwas anderes. Es geht nicht. Also, du musst dein ganzes Leben um den Fußball herum planen. Und das hat mich halt immer genervt. Und mich hat es dann mit der Zeit auch genervt, wenn Trainer mir irgendwelche Sachen gesagt haben, wo ich genau gewusst habe, also ganz ehrlich, was du da erzählst, stimmt nicht. Das ist falsch, oder? Also redest du jetzt fußballtechnisch oder Fußballtechnisch alles, in allen Belangen. Entweder Ja. Lifestyle-technisch, fußballtechnisch. Ich habe den Respekt vor den Trainer verloren, weil ich gemerkt habe, die sind nicht auf meinem Level. Weder
weder fußballtechnisch noch sonst im Leben. Ich meine, ich weiß noch, einmal hat mir irgendwie ein Trainer, haben wir zum Morgen gegessen zusammen und ich war irgendwie ein 30-jähriger Spieler gewesen. Und dann nimmt der Trainer den Teller und sagt, schaut, genau das wollte ich eben nicht, wo jetzt da der Kai macht, da noch Butter übrig lassen und bla bla bla. Das ist respektlos gegenüber uns, die da den Butter kaufen und bla bla bla. Und ich schaue ihn so an und denke so, oh mein Gott, willst du mich verarschen? Du willst jetzt einen 30-Jährigen da bloßstellen? Und nachher habe ich nichts gesagt und dann dachte ich, mein Gott, ich habe gar noch nicht fertig gegessen. Ich werde noch mal Brot holen, weißt du? Ja. Ja. Weißt du, und dann muss ich mir einfach überlegen, was überlegen die Menschen? Ey, ganz ehrlich, das ist einfach kein einziger Funken Empathie vorhanden. Zum Teil bei diesen Trainern, das hat mich so aufgeregt und ich habe mich immer wieder aufgelehnt gegen so Aussagen und so. Und ja. Ja, klar. Sind das so, kannst du mal erzählen, vielleicht die Schattenseite von einem Profifußballer im Allgemeinen? Ob das jetzt. Gut, Verletzungen hast du jetzt sehr viel erwähnt, aber sonst auch. Gibt es etwas, was die Leute nicht so mitbekommen? Ja, also eben, dass einfach wirklich nicht auf den Menschen eingegangen wird, dass man eigentlich einfach als Objekt oder als Maschine angeschaut wird, dass mir einem eigentlich nicht viel verziehen wird. Also außer du spielst halt gut, dann kannst du in den Ausgang und alles mögliche, dann ist alles gleich. Aber sobald du ein schlechtes Spiel machst und irgendwie rauskommt, dass du im Ausgang bist, dann bist du Boom. Also keine Chance. Schon. Und so, ich finde halt auch mal interessant, weißt du, ich bin ein grosser Fußballfan und konsumiere viel so Interviews und schlussendlich es klingt alles immer gleich. Die Interviews bringen ja gar nicht, weißt du, es sagt jeder immer genau das Gleiche, jeder genau das, wo der Verein ihm sagt, du musst das sagen. Es fehlt so viel Persönlichkeit, Charakter. Habe ich einmal das Gefühl, nervt einem das auch als Spieler? Oder? Ja, brutal. Ich meine, das ist ein Menschenrecht, also Free Speech, wo einem weggenommen werden. Es wird einem so viel weggenommen. Es wird einem alles abgenommen und es wird einem ganz vieles verboten. Und aus dem habe ich eigentlich immer ausbrechen. Also ich weiss noch, ich war 25 und habe mir überlegt, mein Gott, am liebsten würde ich jetzt einfach aufhören und studieren. Ich habe keine Lust auf das Zeugs. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit kontrolliert zu werden. Ich habe keine Lust darauf, die ganze Zeit zu überlegen, wie sage ich was, wo sage ich was, wann mache ich was. Ich wollte leben. Ich wollte leben und habe dann auch gelebt. Ich war ein Lebemann und habe mir auch einfach gesagt, ja, egal, wenn ich halt jetzt nicht so eine riesige Karriere mache, wenigstens habe ich gelebt und wenigstens habe ich etwas erlebt und bin nicht einfach eine Maschine oder eine Marionette gewesen. Vor allem, das ist vor, weißt du, das ist 4, 25, das ist 12, 13 Jahre her. Mhm. Jetzt ist es ja noch viel schlimmer. Also, so, ich bin ja nicht kein Profi, aber so wie das so zwischen den Zeilen, zwischen den Connections, die du halt hast, einmal so mitbekommst, ist es heute ja viel schlimmer. Weißt du, das ist noch alles viel kontrollierter und viel dosierter auch nur an die Medien rausgeht und der Mensch immer unwichtiger ist. Ja, ich glaube, es war damals schon recht schlimm gewesen, also in die Richtung gegangen, aber ja, jetzt ist es noch mehr. Es ist schwierig. Ich habe es ja selber gemerkt, als ich beim SRF geschaut habe. Es ist auch schwierig, irgendwie, oder als Sportjournalist mit irgendjemandem ein Interview zu machen. Oder die Medienverantwortlichen, die blocken das meiste ab. Und es schadet eigentlich so meiner Meinung nach am eigenen Verein mehr, als sie nützen. Also, was ist da so schlimm, wenn du mal eine schlechte Schlagzeile hast? Oder was ist, ich meine, eine Schlagzeile bringt Aufmerksamkeit. Eine Schlagzeile über den Verein ist immer Werbung aus Vereinssicht. Und wenn du einen Spieler hast, der halt jetzt mal polarisiert, dann soll er doch polarisieren. Vielleicht braucht genau der Spieler das zum sich selber motivieren oder zu wieder einen Anreiz haben. Beispiel Granit Xhaka. Ja, wenn er polarisieren soll er polarisieren. Ja. Nachher, jedes Mal, wenn er polarisiert, spielt er einen riesen Match nachher und zeigt es wieder allen und sagt wieder, hey, schaut da, ciao zusammen, jetzt habe ich es euch wieder gezeigt. Und vielleicht braucht er das, oder? Und lernt ihn doch sich selber sein, lernt ihn doch können ehrlich sagen, hey, bla bla bla, das und das und das, oder? Ja. Bist du auch wegen dem, schlussendlich dann auch in den Sportjournalismus gekommen? Weißt du, dass du denkst, ey, ich möchte doch das Eis brechen, das Tabu brechen? Genau, das war eigentlich auch ein bisschen meine Überlegung. Ich habe so gedacht, schau, ich hätte mir mehr gewünscht, dass Interviews anders ablaufen. Ja. Und nicht immer die gleichen Fragen gestellt werden und immer die gleichen Antworten darauf gegeben werden. Ich meine, ich habe gedacht, schau, die Sportjournalisten verstehen nichts von Fußball, die fragen immer die gleichen Fragen. Was willst du da antworten? Also, weißt du, was ich meine? Die wollen ja die Person gar nicht kennenlernen. Die fragen nur immer, ja, wie ist es im Training, wie ist das.
anstatt einmal die Persönlichkeit des Spielers ein bisschen hervorheben. Und das hat mich enorm genervt, oder? Und darum bin ich auch Sportjournalist geworden und darum habe ich auch die Videos zum Beispiel auf SRF gemacht, weil ich wollte zeigen, schau, das ist nicht einfach ein dummer Spieler, der nur über Fußball reden kann oder der einfach irgendwelche vorgegebenen Antworten liefert. Weil eure Fragen sind ja auch vorgegeben, ihr schreibt ja eure Fragen auf. Erwartet dann, wenn ihr eure Fragen aufschreibt, dass der Spieler dort irgendwie kreativ euch antwortet, wenn ihr immer die gleichen dummen Fragen stellt. Nein, es ist so. Und dann habe ich gedacht, ja easy, komm, ich mach Videos und zeige mal, wie die Spieler wirklich sind. Gehe auf den Platz mit ihnen und zeige mal ihre Persönlichkeit. Das sind lustige Leute, sehr humorvolle, sehr kreative, coole Typen, geile Sachen, wie man so schön sagt. Oder? Und das hat mich im Sportjournalismus genervt und ich habe gedacht, komm, ich bringe da mal ein bisschen Feuer rein. Das hat eben keinen Anklang gefunden bei den Redakteuren und bei den Also doch. Also beim Tagi bin ich ein Praktikant gewesen und dort habe ich auch selber bin ich mega schüch gewesen und alles. Und ich hatte dort noch wie zu wenig Abstand gehabt zum Fußball selber. Also ich bin noch in dem Prozess zum Verarbeiten und ich kann eigentlich gar nicht so wählen jetzt wieder mit diesen Fußballern so in Kontakt kommen und auf der anderen Seite sein. Er hat sich mega komisch angefühlt. Beim SRF, nachher, als ich die Videos gemacht habe, war es komplett etwas anderes. Dort habe ich nachher gemerkt, hey, das ist mega cool. Und die Spieler haben es auch cool gefunden, wenn ich mit denen die Videos gemacht habe. Und die Videos sind auch super angekommen. Also dann hat es nachher funktioniert, aber erst mit einem gewissen Abstand auch zum Fußball selber, weil vorher bin ich vielleicht auch noch zu am Trauern gewesen. Ich meine, es ist dann schon auch ein Trauerprozess, wenn du aufhörst. Also ich habe vorher gesagt, am Anfang habe ich mich befreit gefühlt, aber so nach einem halben Jahr, habe ich so gedacht, hey, jetzt bin ich 33, ich könnte eigentlich immer noch spielen, man. Wieso habe ich aufgehört? Oh mein Gott und so. Und auch halt immer viel davon geträumt, wie ich noch am Spielen bin. Und am nächsten Tag aufgewacht und so gedacht, nein, man, ich spiele nicht mehr. Krass, ja. Oder? Also das ist ein riesen Teil von deinem Leben, wo dann auf einmal wegfällt und ja, dann kannst du auch mal in ein Loch hineingehen und überlegst, ja, was soll ich jetzt mit meinem Leben anfangen? In welche Richtung geht jetzt mein Leben? Keine Ahnung. Oder? Also das fragst dich viel und das kommt in das Umfeld zum Teil auch mit über, weil ja, du weißt nicht, was du sonst noch kannst. Das musst du ein bisschen rausspüren, musst ein bisschen experimentieren und auch rausspüren, was macht mir überhaupt Spaß und was macht mir keinen Spaß. Und das ist schon ein Prozess, der dann zum Teil jahrelang gehen kann. Ja. vor allem auch der mentale Aspekt, weil du hast, wenn du jetzt so sagst, bist du in ein Loch gefallen und dort bist du dann ja wenigstens für dich und ist ja das Gute, wenn im Loch bist, wenn ins Loch hineingefallen bist und du bist jetzt nicht aktiver Fußballer. Du hast keinen Plan, wo du dich daran richten musst. Du kannst selber dann für dich die Zeit nehmen, du kannst dann selber, bist finanziell ein Stückchen abgesichert, du kannst gut sagen, gut, ich nehme jetzt die Pause. Als Fußballer, wie gehst du damit, wenn du funktionieren musst? Das Mentale, das gibt es dann ja eigentlich gar nicht. Ja, das Problem musst du vergessen, jetzt musst du halt abliefern. Du bist in so Phasen während deiner aktiven Karriere umgegangen? Ja, ich hatte einen Sportpsychologe, schon relativ früh einmal. Und vorher hatte ich extrem Probleme gehabt, auch mit dem Druck umzugehen. Und darum bin Bevor ich du den hast? Ja, genau. Und dann habe ich auch einen Sportpsychologen nachher gebraucht auch und habe das auch super gefunden, weil der hat mir extrem viel gebracht, um mit dem Druck besser umzugehen. Aber eben, dann gibt es sehr viele Sachen im Leben, die nicht einmal zum Teil etwas mit dem Fußball zu tun haben. Also wenn die Mutter stirbt, ich meine, da kann dir kein Psychologe auf der Welt helfen. Ja. Wenn es sonst privat nicht so gut läuft oder familiär, dann ist das einfach, dann trägst du das mit. Und dann halt, wenn du irgendwelche Verletzungen hast, ja, es ist hart, wenn du weißt, du könntest jetzt spielen und musst ein halbes Jahr lang auf der Tribüne hocken und deiner Mannschaft zuschauen beim Spielen und du weißt, ja, fuck, ich weiß nicht einmal, wie ich wieder zurückkomme und was ist und ich habe vielleicht nur noch ein halbes Jahr Vertrag, was mache ich nachher? Du machst dir so viele Gedanken während der Karriere und ich glaube, da bin ich nicht der einzige Spieler, der sich die Gedanken gemacht hat oder macht und ich glaube, ohne sportpsychologische Hilfe zum Teil wäre ich aufgeschmissen gewesen. Und ich habe mir einfach immer wieder gesagt, schau, Kai, du bist nur ein Fußballprofi, irgendwann ist es vorbei und jetzt kämpfst du zurück. Und ich bin ein Kämpfer gewesen und habe die Rückschläge dann eigentlich immer als wie Benzin genommen, für wieder zurückzukommen und immer Schöne gesagt, weißt Metapher. du, ich zeige es jetzt allen. Und auch die Kritik habe ich immer so aufgenommen. Ich habe gedacht, okay, gut, jetzt kritisiert mich. Also jetzt bin ich halt mal eine Woche im Loch wegen euch. Aber ich zeige, das tut mich nur noch mehr anspornen, um euch allen
um allen eure Mühlen Zeigen. stopfen, oder? Um euch allen zu zeigen, wie gut ich eigentlich bin. Und das hat mich dann immer wieder, immer wieder so selber gepusht. Und weil ich einfach das nicht haben wollte, über mich ergehen lassen, wenn die Leute mich fertig gemacht haben. Ja. Hast du dich unterstützt gefühlt von den Vereinen? Ja, also... In dem mentalen Aspekt. Ja, also ja, doch bei GC schon und bei Basel einfach auch. Dort habe ich mich extrem wohl gefühlt, weil wir haben So generell meinst du? ja, also einfach die Spieler sind super unterstützend gewesen, bei GC auch schon, aber nachher bei Basel auch wirklich der Präsident, der hervorragend ist, der Bernhard Häusler, der ein sehr menschlicher Typ ist, der ein empathischer ist, ein hochintelligenter, wo mir auch viel geholfen in schwierigen Phasen. Also ich bin dort auch ein Jahr lang verletzt gewesen. Dort haben wir einen Trainer gehabt mit dem Heiko Vogel, der genau auch die Attribute mit sich gebracht hat, wo mich ins Spital ist besuchen und so weiter. Und viele Spieler, die mich immer wieder aufgebaut haben, eben ein Streller oder andere, ein Jan Sommer, extrem viele Spieler, wo einfach du gemerkt hast, hey, da ist einfach ein Zusammenhalt. Das ist einfach wie eine Familie und wir pushen einander und wir helfen einander und man hat das Gefühl, hey, wir sind die Besten, weil wir eben ein Team sind. Und das Team im ganzen Club ist auch ausschlaggebend für den Erfolg und auch für meine persönliche Entwicklung extrem lehrreich und wichtig gewesen, dass ich gemerkt habe, hey, schau, wenn das Team so funktioniert, wenn das Team so zusammen kann haben, also vom Präsident bis zu der Wäschfrau, ist es wie eine Familie gewesen, wo sich keiner irgendwie besser oder schlechter gefühlt hat als der andere. Dann ist eigentlich alles möglich gewesen. Und durch das haben wir auch die riesen Erfolg können feiern. Und als ich dann von Basel weggegangen bin, das ein emotionaler Moment gewesen, wo ich lange nachher bereut habe. Lange bereut habe, dass ich den Club verlassen habe. Ja. Der Step zu Fulham. Du bist dann zu Fulham gegangen, ja? Genau, ja. Okay. Kai, du bist der erste Profifußballer, der sich geoutet hat mit Schizophrenie, oder? Das haben wir doch geoutet. Ja. Schon. Das hat man geoutet. Hey, es gibt kein schlimmeres Outing als das. Wenn die WHO sagt, es ist eine Krankheit und eine unheilbare Krankheit. Also, also kannst du nicht ein viel schlimmeres Outing erleben, glaube ich. Wie sind die Reaktionen gewesen? Erzähl mal von dem Moment. Oder ab wann hast du das eigentlich gemacht? Ja, ich habe es zuerst auf Instagram gemacht, letztes Jahr im November, glaube ich. Und dann in den Medien im Januar, ja. Also ist Okay. einfach von einem Tag auf den anderen hast du gemerkt, ey, ich muss zum Arzt. Ich glaube, etwas. Oder wie kann man sich da. Wie wird das diagnostiziert? Ist Nein, das und ich ist... sage, Kai, geh dich mal testen. Oder? Nein, das ist komplett anders gelaufen. Es Ja, ist, ich meine, ich bin schizophren schon mein Leben lang. Also, was ist Schizophrenie? Das sind psychotische Episoden, die du hast im Leben. Und ich habe das schon mein Leben lang gehabt. Also ich kann mit dem umgehen. Ich hatte das schon während der Karriere gehabt. Das Schlimme daran ist eigentlich nur, wenn du in eine Paranoia hineinkommst. Und was löst eine Paranoia aus? Das ist eine Retraumatisierung von deiner Kindheit zum Teil oder Leute, wo dir schlechtes einfach in meinem Empfinden eine negative Energie sind oder wo mich manipulieren oder irgendetwas mir antun, wo ich das Gefühl habe, es ist mir angetan worden. Also ich kann denen zum Teil nicht einen Vorwurf machen, wenn sie unsensibel sind. Oder? Aber das kann eine Paranoia auslösen. Und ich hatte 2 Paranoias in meinem Leben. Also richtig krasse, ja, vielleicht 3, ja. Aber ich konnte mit dem immer umgehen. Und das Ding war, ich bin 2,5 Jahre lang zu einem Psychiater gegangen, weil ich eine Psychose hatte, wo meine Ex-Freundin mir gesagt hat, hey, du bist krank, geh zum Psychiater. Also ich konnte 3 Tage nicht schlafen, Halluzinationen gehabt, aber ich kenne das. Das ist überhaupt nicht schlimm, es geht nur um den Schlaf. Ich meine, wenn ihr 3 Tage nicht schlaft, dann habt ihr auch Halluzinationen. Gut, aber ich habe nachher gemerkt, shit, also gut, ich kann nicht schlafen, ich muss Schlafmedis haben. Und bin dann, habe dann einen Notfallpsychiater angerufen, das war vor 3 Jahren. Schon nach der Karriere dann? Ja, nach der Karriere, vor 3 Jahren gewesen, und der hat mir nachher eine Medis gegeben. Und 5 Tage später habe ich nachher ein Interview gehabt beim SRF, also so eine Fake-Live-Sendung. Bin eigentlich in dieser Phase psychotisch gewesen, sozusagen, aber Psychose ist für mich die Heilung. Das ist für mich überhaupt nichts Krankes. Weil dann bin ich voll mich selber, ich bin nicht mehr scheu, ich bin einfach voll mich selber, mir ist alles egal. Also in dem Moment nicht alles egal, ich geniesse mein Leben dann und denke so, wow, geil. Ich bin endlich irgendwie wach, ich habe irgendwie wie mehr Sinn. Ich habe wie einen 6. Sinn, mein Hirn ist viel aktiver. In einer Psychose habe ich 100% Zugriff auf mein Hirn, weil das Unterbewusstsein und das Bewusstsein vermischen sich dann zum Teil auch, oder?
wenn du Halluzinationen hast, ist es ja genau das. Du hast nur Halluzinationen, weil dein Unterbewusstsein sich mit dem Bewusstsein vermischt. Und in dem Moment hast du 100% Zugriff auf dein Hirn und du hast so viele Informationen, die auf dich einprasseln, dass es zum Teil schwierig ist für die Leute damit umzugehen. Nur ich kenne das so mein ganzes Leben lang. Ich habe kein Problem mit dem umzugehen. Aber ich habe ein Problem damit, wenn mich nachher jemand diagnostiziert. Der Arzt hat mich nicht diagnostiziert am Anfang. Obwohl ich eine Psychose hatte. Ich habe immer gefragt, ja, ist denn das jetzt Psychose, die ich habe? Und er hat gesagt, nein. Und nach 2,5 Jahren Therapie habe ich ihm eine Theorie geschickt und habe gesagt, Ängstlichkeit und Narzissmus sind 2 Spektren, die zusammenhängen. Und Also was hast du ihm Theorie geschickt? ich habe eine Theorie aufgestellt, eine psychologische Theorie. Du musst wissen, Genie und Wahnsinn sind nahe beieinander. Einfach, also nur schon zum Festhalten, du hast einen Psychologe. Mein Psychiater, ich habe eine Theorie. Hast du Ich habe eine Theorie aufgestellt und gesagt, Genau. da lass dich belehren. Genau. Was Weil für was? ich habe selber Psychologie studiert und ich habe gewusst, ey, fuck, look, Ängstlichkeit und Narzissmus oder Angst und Narzissmus, das sind 2 Spektren, die gehören zusammen. Ich meine, ich kann dir das so erklären. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel 2 Leute um dich herum sind und du bist ein Mensch im, keine Ahnung was, vor 3000 Jahren, irgendwie, wenn du kommst extrem Angst über in dem Moment, oder? Aber wenn du nur Angst hast, wirst du gefressen. Du musst dann aus dieser Angst rauskommen. Und durch was kommst du aus dieser Angst raus? Durch einen gewissen Narzissmus, durch einen gewissen Glauben an dich selber und zu sagen, hey, erstens mal, ich will überleben, ich muss überleben. Und ich bin vielleicht ein bisschen schleuer als die 2 Leute da. Also was mache ich? Ich kletter auf den Baum auf. Irgendetwas, weißt? Du kannst ja nicht erstarren vor Angst. Eine Lösung. Oder du bringst dann den Leute um. Oder auch, das ist ja auch, wenn du bedroht wirst und du bringst jemand anderes um aus Selbstschutz. Ich meine, das ist ein Reflex, wo du musst machen zum Überleben, oder? Und ja, ich kann die Theorie noch weiter erzählen. Auf jeden Fall, ich habe dann halt auch gesagt, ja, wir müssen den Narzissmus bekämpfen, um den Klimawandel aufzuhalten. Also den Narzissmus in uns selber bekämpfen, um den Klimawandel aufzuhalten. Und ja, dann hat er gesagt, ja, du hast eine Psychose, komm sofort in die Behandlung. Ich so, nein, ich schlafe jetzt. Und er so, ja, du kommst. Ich so, also gut, komm ich halt. Und bin ich aber nicht gegangen, dann habe ich geschlafen. Also kann nicht das... Hm? Da kann man dich ja nicht zwingen, oder? Ja, er hat mich zwingen. Er hat gesagt, was sagt denn deine Freundin und so. Und er hat mich total manipuliert. Und ich so, hey, ich komme nicht. Also gut. Dann bin ich ins Nest am Morgen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich an dieser Theorie rumgetüftelt habe. Wie ein Wahnsinniger. Und ich bin nicht wahnsinnig. Es ist einfach, so bin ich. Ich bin schon immer so gewesen. Ich habe immer mir das Leben erklären. Und dann auf einmal läutet es an der Tür, ist die Polizei dort. Wow. Und ich so, what the fuck is going on? Also, mein Gott, was ist los? Habe ich etwas verbrochen? Und sie so, ja, nehmen wir mit die mitnehmen. Ich so, was mitnehmen? Was habe ich gemacht? Ich habe eine Theorie aufgestellt. Oh, was ist los? Nein, der Psychiater hat uns angerufen und hat gesagt, du sagst selbstgefährdet und du willst dich umbringen oder du bist selbstgefährdet. Ich so, was selbstgefährdet? Ich bin jetzt im Nest gelegen und ihr läutet da und wollt mich mitnehmen. Dann habe ich der Polizei gesagt, ich habe die Theorie auch anderen Leuten geschickt. Zum Beispiel habe ich sie an Bernhard Häusler geschickt, meinem ehemaligen Präsidenten beim FC Basel und so weiter. Und da sind ganz andere Reaktionen gekommen. Und wenn ich sie mit dem Psychiater schicke, schicke ich dann mit der Polizei. Aber was ist los? Krass, ja. Dann habe ich eine Theorie von Ängstlichkeit und Narzissmus erklärt. Und schau, eben, ich habe das Gefühl, mein Psychiater ist ein bisschen ein Narzisst und bla bla bla. Und ich bin ein ängstlicher Mensch und so weiter und so fort. Weil so bin ich auch drauf gekommen. Auf jeden Fall haben die nach 2 Stunden habe ich gesagt, ich wollte eine zweite Meinung. Und dann Also bist du 2 Stunden an der Tür gewesen, mit denen am Diskutieren? nicht an der Tür, sie sind reingekommen. An der Tür Ja, wie sie sind Nase in den reingekommen, Finken. sind das Dritte gewesen. Und nachher habe ich gesagt, ja, es sind mir zu viel, das überfordert mich. Und dann ist jemand raus. Ja, absolut. Dann sind es noch das Zweite drin gewesen. Ich war voll im Schock hinein, weißt du. Und mit diesen Geräten die Theorie erklärt. Und ich so, oh, ich bin ein Genie, ich bin kein kranker Mensch. Und so die Theorie erklärt und so bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ich will die zweite Meinung. Ich so, ja, wir holen jetzt den Psychiater. Ich so, nein, ich will sicher nicht, dass der Psychiater ist. Ich habe Angst vor dem. Was macht der? Ich meine, will der mich umbringen oder was? Was ist mit dem los? Wieso schickt der mir die Polizei heim? Was habe ich dem Also ist der angetan? bedroht? Oder? Nichts, nada. Die Theorie geschickt, that's it. Und nachher hat er mir angerufen und ich muss in die Klinik kommen.
Und jetzt zu ihm in die Behandlung gekommen, an einem Samstagmorgen, wenn ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe, gesagt, jetzt kommst du sofort auf die 11 da an und bla bla. Ich so, kommen Sie doch zu mir. Also, nein, wir haben immer bei mir in der Therapie abgemacht. Ich so, nein, ich komme nicht. Also doch, sie haben dann habe ich nachgegeben, weil er mich so manipuliert hat und so drängt. Ich so, also dann komme ich und bin aber nicht gegangen, weil ich wusste, ich gehe sicher nicht in die Therapie, wenn der mich dazu zwingt. Du hast einfach zugesagt, damit er ruhig ist. Oder? Ja, genau, weil ich habe keine Nerven gehabt zum Diskutieren. Ich habe die ganze Nacht nicht gepennt, ich wollte schlafen. Und dann, dann ist dann halt die Polizei dort gewesen und haben mit ihnen diskutiert und gesagt, ich will eine Zweitmeinung und nicht meinen Psychiater. Dann haben sie einen anderen Arzt geholt. Ich habe gesagt, ich will einen ganz normalen Arzt. Und der hat dann halt gesehen, wie ich dass ich ein bisschen aufgewühlt bin, aber ich bin dann auf dem Sofa gelegen und völlig beruhigt. Und hat dann gesagt, schau, ist alles gut und so, ich wollte jetzt einfach schlafen. Und dann hat er mir das Demesto verschrieben und dann sind sie gegangen. Aber das Problem war, nach dem Ereignis hat mir kein Mensch mehr geglaubt. Weder meine Ex-Freundin hat mir geglaubt, noch ihr Stiefvater hat mir geglaubt. Was ist nachher passiert, wo die Polizei daheim war bei mir, ist der Stiefvater von der Ex-Freundin zu mir und hat gesagt, hey, jetzt müssen wir die in die Klinik bringen. Ich so, was? Aber jetzt war schon gerade die Polizei da und ein Arzt, der gesagt hat, nein, du musst nicht in die Klinik. Doch, wir müssen in die Klinik. Doch, wir müssen in die Klinik. Blablabla. Ich so, what the fuck? Und dann haben eigentlich alle das Gefühl gehabt, ich spinne. Und dann bin ich in Paranoia gekommen, weil ich das Gefühl hatte, da hat sich da alles gegen mich beschworen. Die glauben mir nicht einmal mit 3 Wörtern, mir geht es gut und ich will schlafen. Oder 4 Wörter. Es glaubt mir kein einziger Mensch mehr ein Wort, nur weil ein Psychiater mich diagnostiziert hat. Und das war der Schockmoment von meinem Leben, wo ich gemerkt habe, da läuft etwas komplett falsch. Das alles wieder Da aufgekommen. läuft etwas komplett falsch. Und dann, Aber du hast in nicht- dieser Phase kannst du nachher nicht schlafen. Dann Und bist du das Leben am erklären. Und dann stellst du Theorien auf, von links bis rechts, von oben bis unten. Und ja, in dieser Phase habe ich auch extrem geniale Theorie aufgestellt, muss ich selber nicht sagen. Eine extrem geniale Theorie. Aber weißt du, das frage ich mich eben. Wenn du sagst, im Januar 24 bist du mit Schizophrenie diagnostiziert worden. Nein, das war im letzten September, Oktober. Okay, 23, okay. Aber du hast gesagt, du bist das ganze Leben lang schon? Ja. Also das ist jetzt einfach deine... Du hast das Gefühl, du bist das immer schon gewesen? Ich bin immer genau gleich gewesen. Okay, ja, gut. Also, Okay, das ist auch deine... Für mich ist Schizophrenie ein erfundener Bullshit, weil du musst überlegen, in der Psychologie hast du all die sogenannten Krankheiten. Ich meine, wie willst du Millionen von Menschen in eine Kategorie rein tun? Also weißt, ich meine, die Symptome von Schizophrenie, irgendwie, zum Beispiel auch keine Krankheitseinsicht. Patienten haben keine Krankheitseinsicht. Bipolare und Schizophrenie haben keine Krankheitseinsicht. Da muss ich sagen, aber Psychiater, wenn dir jeder Patient sagt, ich bin nicht krank, wieso hörst du denn nicht auf den Patienten? Weißt du, was ich meine? Das müsste eigentlich wissenschaftlich verboten sein, so ein Symptom aufstellen. Weil wenn dir jeder Patient sagt, ich bin nicht krank im Kopf, aber du hast das Gefühl, die sind krank im Kopf, also irgendetwas stimmt da nicht. Oder da will ja eigentlich ein Psychiater, der macht ja Psychiater dich krank, weil er will dir erzählen, du sagst krank. Also wenn mir jemand will erzählen, ich sage krank im Kopf, dann muss ich sagen, also ganz ehrlich, ich glaube, du bist krank im Kopf. Nein, also wirklich, weißt du, Realitätsverlust. Wie will der mir sagen, ob ich Realitätsverlust habe, wenn der gar nicht sieht, was ich erlebt habe? Ich meine, der hat ja keine Ahnung, wie es ist, als bekannter Mensch in der Stadt rumlaufen. Der hat ja keine Ahnung, wie es ist, irgendwie im Fernsehen zu arbeiten. Der hat ja keine Ahnung, was sonst noch abgeht in meinem Leben. Wie wollte mir etwas vom Realitätsverlust erzählen? Wir sind so Gespräche mit dem abgelaufen, weißt du, so versucht er dich irgendwie kennenzulernen, dich zu verstehen, oder? Ja, am Anfang hat er mir einen Fleck und sagt, ist da Fledermaus oder ist am da Anfang Auto? hat er mir auch geholfen, wir haben Psychoanalyse gemacht, also wir haben auch viel von der Kindheit erzählt und so. Aber das Problem war eines Tages, dass er das Gefühl hatte, mein Vater hätte mich vergewaltigt, was nicht stimmt. Und das hat das Ganze eigentlich ausgelöst, wo ich dann auch die Theorien angefangen habe aufzubauen, weil ich dann gemerkt, irgendwie ist das ein Narzisst oder narzisstisches Verhalten von meinem Psychiater. Ich meine, ich habe ihn dann auch getestet. Also es ist so, ich habe es Zeit nachher selber gedacht, shit, hat mein Vater mich vergewaltigt? Ich so, nein, also der hat mir ein Trauma induzieren oder induziert. Krass, ja. Und dann habe ich gemerkt, oh shit, nein, mein Vater hat mich vergewaltigt. Also das stimmt gar nicht. Die Erinnerungen, die sind viel später gewesen. Hast du dich noch wirklich selber anfangen hinterfragen? Ey, wenn der eine die ganze Zeit Zeit so, der hat mir die ganze Zeit irgendwelche Fragen gestellt von meiner Wieso bist du nicht Sexualität in der Kindheit. Wieso bist du nicht mehr weiter zu dem gegangen? Ängstlicher Mensch. Er ein Narzisst. Ja. Er braucht die Angst.
ernährt sich von dieser Angst. Ja, zahlt Miete. Ist meine Theorie gewesen. Das ist eine von deinen genialen Theorien, die du aufgestellt hast. Ich musste zwangsläufig, ja. Weil ich habe nicht gecheckt, warum der, eben, zum Beispiel hat er auch gesagt, ja, deine Freundin ist gewalttätig, haben sie sich da ein bisschen eine Schwester, eine jüngere Schwester ausgesucht und sich so, what the fuck, what? Krass. Und wieso wehren sie sich nicht einmal gegen ihre beste Kollegen, wieso wehren sie sich nicht beim Messer, wieso wehren sie sich denen, bis ich gemerkt habe, wo ich mich eigentlich muss wehren, ich muss mich gegen ihn wehren. Wo mir die ganze Zeit irgendwelche Scheiße eintrichtert. Kannst du da nicht einfach sagen, du, ich mache einen Cut, ich will nicht mehr zu dem? Habe ich ja dann gemacht. stell ich mir das Habe ich ja zweifach dann gemacht. Wo der mit der Polizei geschickt hat, habe ich ja gemerkt, fuck. klar. Ich habe dann Das ist auch ernst, die ja, das Woche geht vorher, serious. wo ich gemerkt habe, dass der mir ein Trauma induziert, dass mein Vater mich vergewaltigt hat. Was nicht stimmt, ich bin vergewaltigt worden als Kind, aber nicht von ihm, von einer Frau. Ist ja gleich. Wow, okay. Ja, ist gleich, das habe ich schon lange verziehen, schon als Kind. Sonst hätte ich auch nicht Profi werden können. Ja, das ist so. Es war auch nicht schlimm gewesen, alles gut. Ich habe es gar nicht gecheckt. Richtig. Also. Weißt du, du sagst es so beiläufig. Ja, aber es da ist müssen wir so. noch Es ist, reingehen, ja, ich kann es verarbeiten. Es ist alles okay. Ich meine, das gehört zu meinem Leben dazu. Das hat mich zu dem Mensch gemacht, der ich bin. Und ich bin ein extrem starker Mensch. Und es ist alles völlig okay. Aber eben, ich meine, ich habe dann halt wirklich gemerkt, dass der Typ mir nicht gut tut und habe dann auch andere Leute eingeschaltet, wo ich gemerkt habe, dass mir das Trauma induziert wird, gerade von ihm. Zum Beispiel auch mein ehemaliger Sportpsychologe von früher und auch mit ihm viel geredet in dieser Zeit. Und dann habe ich mit dem Psychiater auch getestet. Ich habe gesagt, schauen Sie, ja, ich habe gesagt, ich glaube, mein Vater hat mich vergewaltigt. Ich glaube. Und dann er so, ja genau, jetzt können wir reden. Und dann habe ich die Theorie mit Ängstlichkeit, Narzissmus aufgestellt und habe ihm sie geschickt. Weil ich bin mir dann 100% sicher gewesen, dass das narzisstisches Verhalten ist von ihm. Du kannst nicht jemandem du kannst nachher nicht sagen, ja genau. Ich meine, voll. Ist er dabei gewesen? Ja, Hat er es gesehen oder was? Ist er dein Vater? Nein, eben genau. Da hat mich genau an meinen Vater erinnert, wo man immer hat gewisse Sachen so sagen, so und so ist es. Ich meine, ich weiß ganz genau, wie mein Leben funktioniert hat. Ich bin nicht dumm. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Ich bin ein Wortautist. Ich weiß alles noch, was mir die Leute sagen. Ja gut, so ein gutes Gedächtnis ist nicht. Du hast mich nicht erkannt im Stadion. Gesichter ist meine Schwäche. Verstehst du? Ein Autist hat immer Stärken und Schwächen. Vielleicht, weil du ihn belehrt hast, hat er die Polizei geschickt. Das ist auch vielleicht eine Theorie, die du... Ja, ich weiß es nicht. Schau, ich glaube einfach, er hat gemerkt, dass ich ihn durchschaut habe bei gewissen Sachen. Und, ja. Und schickt er die Ich Polizei. weiß es nicht, Aber, ist alles theoretisch, es ist mir auch völlig egal. Dein Sportpsychologe hat irgendwie so depressive Ansätze oder so bei dir erkannt. Weißt, wenn jetzt der mit so Theorie aufkommt, ist da so etwas mental? Also du meinst jetzt den Psychiater oder Weißt du, mein den Sportpsychologe früher? Weißt du, irgendwie... Ist das vorher schon ein Thema gewesen, oder ist das jetzt einfach mit dem... Ich meine, ich habe ein sehr schwieriges Leben gehabt. Also meine Mutter ist, als ich 12 war, manisch-depressiv diagnostiziert worden. Und ich habe nachher dort die Welt nicht mehr verstanden, weil sie hat nachher Medikamente nehmen. Du bist 12 gewesen? Genau, und sie hat immer wieder so psychotische Phasen gehabt. Mein Fehler war damals, dass ich irgendwie dann angefangen habe, der Wissenschaft zu glauben, obwohl ich irgendwie misstrauisch war. Weil sie hat, das sage ich jetzt noch zum ersten Mal in einem Podcast, sie hat die Zukunft voraussehen. Also sie hat den Tod von Kennedy Jr. vorausgesehen. Sie hat das einem Gericht gesagt, in einer Gerichtsverhandlung. Ich weiß nicht mehr genau, irgendwo ist das gesagt worden. Sie hat das vorausgesehen. Und der ist nachher abgestürzt mit dem Flugzeug. Ich habe mehrere Theorien, wie sie das können voraussehen. Ist ja gleich, ich möchte jetzt gerade nicht näher darauf eingehen. Aber ja, als ich das gemerkt habe, dass sie keine Zukunft voraussehen, ist das schon krass gewesen für mich. Aber sie ist dann diagnostiziert worden und es ist gesagt worden, sie ist krank im Kopf. Also sie muss Tabletten nehmen. Warum ist sie diagnostiziert worden? Weil sie in dieser Zeit, wo sie die Theorie auch aufgestellt hat, sie hat auch die Theorie aufgestellt, oder? Tagelang nicht geschlafen hat. Und wenn du tagelang nicht schlafst, das passiert jedem Mensch, du drehst durch, du verlierst den Verstand. Du musst dich selber dazu zwingen zum Schlafen. Und klar hat sie dort den Verstand verloren. Also klar hat sie nachher Halluzinationen gehabt. Und, aber sie ist, ja, und dann ist sie halt diagnostiziert worden und als manisch-depressiv diagnostiziert worden und ist dann depressiv geworden, gerade ein Jahr lang. Fast kein Wort mehr geredet. Und das sind einfach Ereignisse in meinem ganzen Leben, die mich schon beschäftigt haben. Und das hat auch der Sportpsychologe, als ich dann zum Sportpsychologen gegangen bin, hat das gemerkt. Aber das ist ein sehr positiver Mensch, der gesagt hat, hey, schau mal, wie schön das Leben, schau mal, wie geil.
Schaffen in deiner Körpersprache, du bist deine eigene Firma, du musst jetzt nur für dich schauen, bla bla bla. Und er hat immer gut, hat mir so viele Sachen beigebracht. Er hat mir zum Beispiel auch gesagt, schau, Kai, es gibt manchmal Leute, die ganze Familiengeschichte revolutionieren. Du musst dir das so vorstellen, hat er mir gesagt, ein Bauer geht mit seinen Kühen immer die gleiche Weide weiden, bis eines Tages 12 kommen und ihm irgendwie 10 Kühe reissen und noch ein paar Kühe die Klippen darauf stürzen. Und nachher werden all die Nachkommen nie mehr zu dieser Wiese gehen. Weil der Vater sagt, hey, dort gehen wir nicht mehr, da ist das passiert. Also, weil vielleicht, sagen wir, 300 Jahre lang geht niemand mehr von den Nachkommen und von den Söhnen auf die Wiese, bis mal wieder einer kommt und sagt, hey, weißt du, das ist eigentlich die beste Wiese, jetzt gehe ich wieder dort. Ja. Mir doch scheißegal, was früher passiert ist. Oder? Und dann haben wir gesagt, Kai, du bist ja so. Weil mein Vater hat ein Alkoholproblem gehabt, ich nicht, damals. Ja. Noch nicht. Aber du trinkst Cola. Du trinkst dann immer noch erwähnen. Nein, ich habe dann schon auch mit der Zeit ein bisschen zu viel getrunken, muss ich ehrlich sein. Aber ja, und das habe ich, ja, ich bin aus dieser schwierigen Zeit stark rausgekommen und bin Profi geworden und habe mit allem umgehen. Und das hat mein Sportpsychologe gesehen und gesagt, okay, du bist ein Revolutionär. Und du bist ein Revolutionär und du wirst immer ein Revolutionär bleiben. Und das hat mir eigentlich seit dem letzten halben Jahr extrem geholfen. Und ich habe gesagt, gut, weißt du, dann oute ich mich halt als Schizophren, wenn der mich diagnostiziert, sage aber im gleichen Atemzug, dass es keine Krankheit ist und so weiter und so fort und versuche die ganze Psychologie zu revolutionieren. Also. Wie ist die Reaktion von deinen Mitmenschen, deinen Kollegen, deinen alten Teamkollegen? Ja, also am Anfang war es natürlich so, dass die meisten Angst hatten um mich, dass sie mir auch helfen wollten, dass sie zum Teil auch nicht ganz genau gewusst haben, wie sie mir helfen könnten, weil sie es auch nicht verstehen oder verstanden haben, was mit mir los ist. Warum ich so aufgebracht bin. Die haben ja nicht gewusst, was das für ein Trauma bei mir ausgelöst hat in der Zeit, wo die Polizei bei mir war und mir niemand mehr geglaubt hat. Und sie sind aber trotzdem für mich da gewesen. Sie haben das Beste für mich wollen und nachher beim Outing ist es so gewesen, dass ich natürlich sehr, sehr viel Feedback bekommen habe. Ich meine, ich habe Hunderte von Nachrichten bekommen, wenn nicht Tausende. Die meisten extrem, extrem positiv. Sie finden es mega mutig, mega super, dass ich da zur Entstigmatisierung beitrage und es wird vieles ändern, haben mir viele geschrieben und sie wünschen mir alles Gute und noch viel Kraft und ich spreche ihnen auch zum Teil bei gewissen Sachen aus der Seele. Also auch sehr viele Patientinnen haben mir selber geschrieben oder Patienten oder Betroffene oder Angehörige und also ein extremes Echo ausgelöst. Im gleichen Atemzug aber auch einen extremen Shitstorm erlebt. Weil ich gesagt habe, Schizophrenie ist keine Krankheit. Ich habe gesagt, das ist keine Krankheit. Und dann ist jeder Psychologe hässlich geworden auf der Welt. Also, nein, ein Psychiater hat in der Zeitung nachher gesagt, ja, eben, normalerweise kann man das nicht das Leben lang haben. Also die meisten, viele haben dann halt auch nicht geglaubt. Die haben gedacht, der ist sicher nicht das Leben lang psychotisch und schizophren. Das ist ja gar nicht möglich und bla bla bla. Ich so, was ist nicht möglich? Als Kind hatte ich einen imaginären Freund gehabt, lang. Und dann, wo ist das Problem? Ich habe mit dem gespielt und wegen dem muss ich Medikamente nehmen, oder was? Lass mich doch mit dem spielen, wenn ich will. Weißt du, was ich meine? Und ja, die einen sind dann ungläubig gewesen, oder haben gedacht, ja, der ist doch nicht schizophren, der macht das nur wegen dem Fame und wegen dem Geld oder was weiß ich was und haben mich auch so attackiert. Okay. Du machst es nur wegen Instagram und schau mal, ich interessiere nur Follower und bla bla bla. Und ich so, oh mein Gott, du hast keine Ahnung, es geht um Millionen, Hunderte von Millionen von falsch diagnostizierten Leuten. Was erlaubt ihr euch? Ja gut, Nico, du hast ja schon recht. Ich meine, du bist ja nur gekommen, du bist nur da gekommen, damit wir dir 2 folgen. Dann hast du 2 Follower. Genau. Ja, nur um das gegangen. Genau. So ist es, ey. Ich kämpfe mit jedem Follower. Absolut. Nein, und das war so gewesen. Was habe ich gesagt? Jetzt habe ich den Gedanken verloren, ist ja gleich. Sorry. Ja, so aber viel eben, falsch einfach diagnostiziert auch einen Shitstorm bekommen, weil die Leute das Gefühl haben, ja, die haben mit Google-Links geschickt, hey, geh mal nachlesen, schau, das ist eine Krankheit, schau doch mal auf Google, schau auf Wikipedia, schau auf dieser Seite. Ich so, oh, wartet schnell, ey, ich habe Psychologie studiert. Habt ihr schon mal ein Psychologiebuch gelesen? Also sorry, ich glaube nicht, oder? Ja. Das ICD-10, die Diagnoseverfahren sind alle falsch. Und ihr glaubt an falsche Wissenschaft. Und es gibt ganz viele Wissenschaftler, die das seit 100 Jahren sagen, dass die ICD-10 und die ICD-10 und ICD-11, die sind alle falsche Diagnoseverfahren.
Es ist ein wissenschaftlicher Diskurs in der Psychologie. Okay. Ob man überhaupt diagnostizieren oder nicht. Und die meisten Wissenschaftler kommen langsam zum Schluss, man sollte nicht diagnostizieren, weil die Diagnose macht dich erst krank. Ja. Ich meine, wenn jetzt Ja, du eine es Grippe ist so hast, viel- wenn es jetzt ist du eine so viel Grippe Mindset, hast, ja, wenn so jetzt du viel- eine Grippe hast, sagen wir es mal so, es ist jetzt ein blödes Beispiel, aber du hast eine Grippe, gehst auch nicht zum Arzt und lässt dich diagnostizieren, denkst du, komm, ich überlebe das, oder? Und wenn du aber zum Arzt gehst und er sagt, oh mein Gott, du hast im Fall die und das und blablabla, dann kommst du ja noch mehr Angst über. Ja. Was bringt das? Was bringt das? Du musst den Leuten noch mehr Angst einjagen. Die sind hochtraumatisierte Menschen und du musst denen nicht nur sagen, das ist eine Psychose Ist ja- und du musst unbedingt Medizin nehmen, sein Hirn wird sich verändern. Mein Hirn hat sich nicht verändert, nach keiner Psychose. Und wenn es sich verändert hat, ist es gescheiter geworden, weil ich habe 100% Zugriff auf mein Hirn. Vor allem, Und ist das ja- macht ist ja- mich zum Genie eines Tages, oder? Ist ja ziemlich das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn irgendetwas hast, egal mental oder physisch, und du googelst deine Symptome und nachher plötzlich steht Amigo, wenn du auf Google Ja, gehst, eben, bist du du in wirst- 2 Stunden schon tot. Weißt du, Da, was ich da meine? wirst du wahnsinnig, oder? Wenn Ja, du das safe. Zeugs lesest, oder? Und das jagt den Leuten so viel Angst ein. Und das Problem ist ja noch Vor allem das. mental, ja. Das Problem ist ja noch das. Ich meine, das IC10 ist eben auf Google. Das heisst, jeder, der ein Handy hat ja sowieso das Gefühl, jeder Mensch hat das Gefühl, er ist ein Psychologe, kann alle Ja, analysieren. ja. Weißt du, ja, ich komme die Frau und das und dies. Weißt du, kennst du ja. Ja, Schau, das ist doch so eine, das ist doch so eine, das ist doch so eine, das ist doch arrogant, das ist doch das. Jeder Mensch ist schon nonstop, jeden Tag am anderen Menschen versuchen zu analysieren. Oder? Ja. Und dann gibst du so ein ICD-10 raus und sagst eigentlich den Menschen, schau, das sind alle die Kranken, die gehen es nachschauen und die Leute laufen dann so mit dem Finger um, der hat im Fall die Störung, der hat die Störung, der hat die Vor allem- Störung. Ja, schau doch da, das ist Ja. der hat im Fall die Störung. Schwarz auf weiß, Der ja. muss, glaube ich, in eine Klinik und so. Ich so, sind die wahnsinnig? Vor allem, ich habe das Gefühl, jetzt im 2024 hat er jetzt neu angefangen mit Toxic. Weißt du, der ist voll toxisch, Ja. der ist ein Narzisst, der ist dies, der ist das. Amigo. Schau, Narzisst ist, es gibt keinen Narzisst, der einfach als Narzisst geboren ist. Es gibt narzisstisches Verhalten, meiner Meinung nach. Und gewisse Sachen sind narzisstisches Verhalten. Und ich würde nie einen verurteilen als Narzisst. Ich meine, ich habe jetzt das mit meinem Psychiater gemacht, aber der kann sich verändern. Der muss nicht ein Leben lang ein Narzisst bleiben. Das hat die Wahl. Der hat die Wahl, wie er mit anderen Menschen umgeht und wie er sich verhält. Das kann selbst reflektiert werden und denken, fuck, ja, so hat das der Kai wahrgenommen. Aha, okay, darum meint er, es ist ein narzisstisches Verhalten. Vielleicht ist es in dem Moment ein narzisstisches Verhalten gewesen, weil ich ihm meine Wahrheit aufdrücken wollte. Und ich nehme keine Wahrheit von einem anderen Menschen an. Und schon gar nicht, wenn er sagt, ich bin selbst gefördert. Weil ich weiss, dass ich mir nie das Leben nehmen Ja. Ja, vor allem, weißt du, glaube ich, muss viele Leute gerade zu dem psychologischen oder dem mentalen Aspekt auch bewusst sein. Du bist nicht deine Vergangenheit. Weißt, Genau. nur weil du jetzt die letzten 3 Monate vielleicht irgendetwas Ja. gemacht hast, irgendeinen Scheiß, du bist das nicht. Nein. Du musst nicht weiterziehen, du musst Nein. nicht in die Zukunft machen. Du bist nicht deine Vergangenheit. Nein, Du du bist- kannst Du kannst dich ändern. Du auch wenn, kannst, auch wenn du einen lern Scheiß daraus. gemacht hast, kannst du die Leute um Verzeihung bitten und sagen, hey, sorry, ja. ich habe dort wirklich einen Fehler gemacht, ich habe dort falsch gedacht, ich habe das falsch gemacht. Und die Leute werden verzeihen. Schwieriger ist es aber, dir selber zu verzeihen. Ja, das ist. Das ist das Schwierigste, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie ich meiner Schwester verzeihen kann, wo sie ihre erste Psychose hatte. Ich habe 2 Wochen versucht, ihr beizubringen, wie sie das handeln kann und habe nachher gleich der Polizei angerufen. Aber das kann ich mir selber nicht verzeihen. Oder habe ich mir lange nicht verzeihen. Weil du der Polizei angerufen hast. Ja, damit sie in die Klinik geht. Und das hat alles ausgelöst in 3 Jahren lang. Also es war schon auch mein Fehler gewesen. Ich habe es nicht geschafft, sie aus dieser Psychose rauszuführen am Anfang. Aber ja, ich habe es dort auch noch nicht besser gewusst. Jetzt weiss ich, wie ich einen psychotischen Menschen könnte oben abholen. Aber das ist ein Prozess. Ich habe jahrelang an diesen Theorien studiert. Weil ich weiss ja selber, wie ich in eine Psychose hineinkomme und auch wie ich selber rauskomme. Ich habe das selber erlebt. mehrere Jahre lang, Ja, das ist Experience. jahrzehntelang erlebt. Nur die Schwierigkeit ist, jemand anderem das beizubringen. Weißt du, was ich meine? Die richtigen Worte zu finden, damit die Person in dem Moment, wo ihr Unterbewusstsein und ihr Bewusstsein sich vermischen, dass sie nicht nonstop Fehlschlüsse macht. Weil sie spürt dann zum Beispiel die Energie, das ist schlechte Energie, toxisch, genau. Und Ja. sie denkt, fuck, das ist Ja. der Teufel. Und dann muss ich ihr sagen, nein, das ist einfach eine negative Energie. Aber die negative Energie ist nur für dich negativ. Die Person, die negative Energie für dich hat, ist vielleicht ein Vater von mehreren Kindern oder ein Ehemann oder ein bester Kollege und ist vielleicht ganz anders zu den Kindern. Einfach in dem Moment ist das eine negative Energie. Und dann sage ich zum Beispiel, schau, nimm das Beispiel bei einem Baum. Also ich meine, die schlechteste Energie für einen Baum ist wahrscheinlich Feuer, verbrennt. Ist jetzt Feuer der Teufel? Nein, Feuer ist einfach Feuer. Mit Feuer kochen wir. Ohne Feuer hätten wir nicht
so ein Hirn entwickelt wahrscheinlich, weil man hätte nicht können kochen, man hätte nicht so viel Ja. können essen und bla bla bla. Also, es ist Fundamental einfach für die Entwicklung, Energie, ja. es ist nur Energie. Für dich ist es momentan negativ und wenn du gespürt hast, negative Energie, gang dir eine negative Energie aus dem Weg. Aber kämpfe nicht gegen die negative Energie an, weil dann eskaliert es eines Tages. Oder? Würdest du dann, wenn sich jetzt jemand würde, auch mit dem Problem fassen und der würde sich bei dir melden, würdest du ihm helfen? Und wie Ich würdest du habe ihm helfen? mehrere Leute versucht zu helfen. Schon, Ja. Wo sich auch so jetzt, nachdem du dich geoutet hast, sich gemeldet haben Ja, und ja, sagen, ja. ich Also habe sehr, das sehr, Problem sehr, auch. sehr Also, haben weißt, wir geschrieben. wenn dir viele Leute, du kannst ja nicht allen helfen. Oder? Ich habe es probiert. Okay. Weil ich Also, habe du hast gewusst, 3-4 Falten mehr, oder? Ja, ich glaube schon im Fall. Nein, ich glaube, also das halbe Jahr, was ich da alles gemacht habe, ist... eben, ich bin nonstop am Arbeiten gewesen, oder am Machen gewesen und am Tun gewesen. Und ja, ich glaube, ich habe vielen Leuten auch können helfen, aber ich musste realisieren, okay, ich muss mich abgrenzen, ich kann nicht jedem helfen. Aber in dieser Phase habe ich das Gefühl, ja, es kann ihnen ja niemand helfen, weil Psychiater wissen nicht, wie mit ihnen umgehen und Psychologen zum Teil auch nicht. Und die wenden sich alle an mich und die haben mir zum Teil ihre ganze Lebensgeschichte geschrieben. Wow. Ich meine, du musst Und auch du- zuerst und- mal handeln können, weißt? Und es ist wirklich auch heavy Lebensgeschichten, weil ich habe ja natürlich meine ganze Lebensgeschichte auch erzählt und die Leute haben Deine ist sich- öffentlich. die haben, so ja, die was- haben auch gemerkt, oh mein Gott, der ist auch so traumatisiert oder haben sich auch angesprochen gefühlt. Und mir hat das natürlich auch gut getan, zu merken, hey, ich bin nicht der Einzige. Und ihnen hat es auch gut getan, hey, sie sind auch nicht die Einzigen. Ah, okay. Und das ist dann eigentlich die Heilung untereinander. Weißt, Ja, wenn ja, du klar, hochtraumatisiert bist, Ja. kannst du einander viel besser helfen und verstehen, als jetzt vielleicht jemand, der noch nie ein Trauma erlebt hat in seinem Leben oder nicht so schlimm oder der einfach ein schönes Leben gehabt hat. Oder die meisten Menschen in der Schweiz haben wahrscheinlich ein schönes Leben und sind gut aufgewachsen und keine Ahnung, also ich weiß es auch nicht, aber es gibt halt auch viele, die ganz, ganz schlimme Sachen erlebt haben, wie Vergewaltigung, wie whatever für Sachen und Polizeieinsätze und so weiter und richtige heavy Traumatisierungen mit sich davongetragen haben, wie auch ich. Und wir können uns dann halt untereinander zum Teil besser helfen, weil ein Psychologe oder ein Psychiater das nicht versteht und viele haben auch Hemmungen, das einem Psychiater zu erzählen oder einem Psychologen. Und ja, ich kann das auch selber, weil es ist schwierig, über so Themen zu reden, auch mit einem Psychologen, weil du kommst dann zum Teil Mitleid über. Ja. Was du aber eben nicht willst, ist Mitleid. Ja, ja, Du absolut, willst ja. verstanden werden, Ja, ja. du willst gesehen Verständnis, werden, ja. du willst nur, dass Empathie, dich jemand ja. umarmt und sagt, hey, komm, das kommt und so, weißt, es kommt schon wieder gut, lern daraus, das macht dich stärker und so. Und du willst keinen Psychologen, der dich so anschaut. Oh, Ja, ist denn voll. das schlimm? Arme Sieg, ja. Oh, du arme trauriger Sieg, denkt, oder? Und siehst so in den Augen, Ja. weißt du, ey, ich bin kein armer trauriger Ist Sieg, ich ja- habe Champions League gespielt. Ja. Kümmere dich um dein eigenes Ja, Leben. Denke ich, ja, Mann! Weil ist ja oftmals der Weg zur Ja. Besserung, einfach etwas Nein, aussprechen, eben, weißt du, das genau. nur schon laut Ja. aussprechen. Mhm. Und viel mental, ich bin davon überzeugt, dass viele mentale Sachen oder die meisten mentalen Probleme, die man hat mit sich selber, entweder man muss sich einfach selber mal eingestehen, dass man das Mhm. hat, man muss damit Augen schauen, dem Problem, und dann Mhm. versuchen selber anzugehen. Mhm. Weißt du, manchmal, ich hab mal ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr welches. Manchmal bist du vielleicht bist irgendwo in einem Wald, es ist dunkel oder was auch immer. Du siehst nicht die ganze Strecke, die du gehen musst. Mhm. Aber du siehst den nächsten Schritt. Genau, Nimm einfach genau. mal den nächsten Schritt. Genau. Nimm den nächsten Schritt und nicht gerade 3 Kilometer vorwärts denken. Genau. Du kannst nicht immer alles vorausplanen. Und das ist genau das. Weißt du sitzt jetzt da und kannst über das reden Mhm. und bist der dritthübschste Mann an dem Tisch. Sorry. Aber weißt du musst auch mit Losses können umgehen. Weißt du, Ja. du musst mit Losses können umgehen. Du musst Absolut. mental dich selber pushen. Und das ist schön. Weißt du, wenn jemand, der offensichtlich Probleme hat, mental mit mentalen Aspekt. Und jetzt sitzt du da und laufst am Bahnhof in die falsche Richtung und lässt dir helfen, weißt Das du? ist schon immer so gewesen. Eben, ich bin schon immer der gleiche gewesen. Ich steige manchmal in den falschen Tram oder im falschen Zug und lande irgendwo am Flughafen, obwohl ich auch in die andere Richtung. Ich bin ein verträumter Mensch. Ich bin ein Träumer. Kann man bestätigen, ne? Aber ich sage auch immer allen, eben, was du auch vorher gesagt hast, finde ich super. Eben, einfach auch auf die Intuition mal ein bisschen los, aufs Bauchgefühl los und sagen, hey, okay, das ist vielleicht mein Langzeitziel, aber der Weg dorthin, der ist noch nicht vorgegeben und ich muss ein bisschen rausspüren, wo gehe ich Ja. am besten durch, Ja, oder? ja. Und du wirst immer wieder auf die Fresse fliegen und es Ja, wird ja. immer wieder irgendetwas passieren. Aber ich sage immer allen, und das lernst du im Fußball halt auch oder im Sport allgemein. Du kommst immer stärker zurück. Du wirst immer stärker zurückkommen, egal ob du mal eine Verletzung gehabt hast oder eben mal ein mentales Problem gehabt hast oder ob du mal ein Trauma hast müssen durchmachen oder eine Retraumatisierung gehabt hast. Du wirst stärker zurückkommen.
Und wenn das die Leute verstehen, dass sie nicht auch wenn sie irgendwie mal diagnostiziert sind oder mal in einer Klinik sind, sie sind nicht krank für ihr Leben lang. Die kommen stärker zurück, wenn sie anfangen, an sich selber wieder glauben. Bravo. Oder? Sehr Ja, gut, ja. absolut. Das ist genau da. Ja. Hattest du in dem Fall gar nichts, wo Psychologen und Psychiater, also... Doch. Also schau, es gibt wie bei allem gute und schlechte. Es gibt, Wer ist der Gute? ein guter ist zum Beispiel eben mein erster Sportpsychologe, der mir gesagt hat, Kai, du bist hochintelligent, Kai, du wirst mal etwas revolutionieren, Kai, du bist stark, glaube dich, Kai, Wo dich mental gestärkt hat? genau, wo mir gut zugehört hat, wo mir auch Positivität gibt. Genau. Ich meine, wenn ich da ankomme und ihr macht so ein Intro, wenn ich euch in die Augen schaue, Ja. das ist positive Energie für mich. Hey, das tut mir gut als Mensch. Ja, voll. Und wenn ich die euch zurückgeben kann, Ja, hey, dann voll. ist doch super, oder? Und wenn du einen Psychologen hast, der dich als Mensch wahrnimmt, der dich sieht, der dir sagt, schau, hey, auch mit Druck zum Beispiel. Ich hatte ein Problem mit Druck umgehen. Dann hat er mir gesagt, okay, bin ich 1,22 gewesen, habe noch nicht so viel Ahnung von Psychologie. Er sagt mir, schau, es gibt eine Druck-Leistungskurve. Und je höher der Druck, desto mehr Leistung bringst. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn dann der Druck noch steigt, dann sinkt die Leistung rasant ab. Also du musst schauen, dass der Druck nicht höher wird. Mhm. Und wie kannst du das machen? Denk an Ferien, denk an schöne Momente mit der Freundin, denk an das, denk an das, denk an das. Um wieder ein bisschen den Druck abbauen und einfach sagen, hey, ist alles gut, ich bin im Moment. Und Ja. nächste Woche gehe ich in die Ferien oder es sind schöne Ferien gewesen, das Leben ist schön. Es hängt nicht das ganze Leben von dem Spiel ab, es hängt nicht das ganze Leben vom nächsten Pass ab. Es hängt nicht das ganze Leben davon ab, wenn wir jetzt das Spiel gewinnen oder nicht. Ja. Klar, will ich das Spiel gewinnen und will gut spielen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Die Welt geht nicht unter, ich lebe weiter und ich bin noch jung und ich kann noch vieles erreichen in meinem Leben. So Sachen hat er mir mit auf den Weg als junger Spieler. Und das hat mich natürlich extrem geprägt auch. Oder ich habe dann immer gemerkt, fuck, hey, der hat mir so geholfen. Ich wollte das eigentlich auch machen können. Mit anderen Menschen. Oder? Ja. Weil ich merke, das ist ja genau das, was du brauchst. Du brauchst jemanden, der dich unterstützt, der dich gut zuredet, der dich als Mensch wahrnimmt und merkt, okay, das ist jemand auf der anderen Seite, der ein Mensch ist, der Empathie hat, der eine Intelligenz besitzt. Und das gilt es ja dann auch rauszuspüren. Und ich meine, jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Also jeder Mensch ist intelligent. Einfach vielleicht in einem anderen Bereich als andere zum Teil. Und musst ja dann nicht auf den Schwächen rumhacken. Sehe doch lieber die Stärken von jedem Einzelnen. Absolut, ja, absolut. Und du die auch fördern. Und Pusht du kannst die, ja sagen, hey, weißt du was, du musst an diesen Stärken weiterarbeiten. Was bringt es dir? Was bringt es jetzt mir, wenn ich jetzt anfange, irgendwelche Apps zu programmieren, wenn ich nicht programmieren kann? Ja. Es macht mehr Sinn, dass ich da in den Podcast komme und mit euch rede, weil ich das schon ein paar Mal gemacht habe. Oder? Weißt du, das hilft dir auch, wenn du mentale Probleme hast. Die ETH Zürich hat im Februar 2024 eine Studie herausgebracht mit 5.000 bis 10.000 Leuten, die es befragt haben. Es hilft dir mental, wenn du ein Problem hast mental. Du musst einfach Tage lustig Podcast hören und dann plötzlich ist weniger Problem. Plötzlich geht es wieder besser. Die Studie muss man noch zeigen, muss ich mal lesen. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Ich habe sie verloren. Ich weiß es nicht mehr. Das ist ein bisschen besser, ganz bestimmt. Nein, Hammer. du bist Nein, ein Legende. Unikat. Ihr auch, wir sind alles Unikat. Absolut, nein, du bist wirklich geil. Es hat wirklich Spaß gemacht. Absolut. Von meiner Seite, meine Notizen sind bald weg. Es ist gefangen mit dem Ball noch alle Theorien von dir. Nein, das wird zu lang gehen. Das geht 2,5 Wochen wird das gehen. Hast du etwas noch als Abschluss an unsere lieben Zuschauer, Zuschauerinnen, die vielleicht auch mit dem Thema konfrontiert worden sind? Oder Irgendein Tipp oder Tipp. zum Abschluss etwas? Ich würde einfach mit auf den Weg geben, wenn es euch mal nicht gut geht, lernt das zu. Könnt auch mal traurig sein. Trauern. Lernt eure Emotionen auch mal raus. Lätscht mal. Werdet vielleicht auch mal hässig, wenn euch etwas Schlimmes antritt. Fresset nicht alles in euch rein. Redet darüber. Und wenn ihr merkt, schau, wir kommen da nicht weiter an einem Punkt, dann sucht euch Hilfe. Aber schaut extrem gut drauf, wo ihr die Hilfe holt. Weil es muss zwischenmenschlich passen. Es bringt dir nichts, einfach zu einem Psychiater gehen und merken, da ist irgendetwas aufs Bauchgefühl hören. Lasst auf die Intuition immer wieder und einfach immer daran glauben, dass alles wieder gut kommt. Es kommt alles wieder gut. Egal was, der Mensch ist stärker, als man sich das vorstellen kann. Man kann alles überwinden im Leben, man kann aus allem rauskommen
und man kann immer wieder stärker werden, man kann immer wieder aufstehen und man kann vieles erreichen, wenn man an sich selber glaubt. Bravo. Starke. Bravo. Wow, das ist, Wunderschönen riesen Abschluss. Abschlusswort gsi Kann man vom absolut Kai untermalen. Moser. Für euch ist Mittwoch, für uns ist Freitag. Wir gehen jetzt eskalieren. Hinter sich Saldos gehen wir in die Badi, es ist kalt, egal. Baby, nochmal zwei, drei Gläser ausleeren. Das war uns eine Ehre. Wir schicken den Kai jetzt auf den falschen Zug. Er ist noch in Bern. Next week. Hey, hat Spaß gemacht. Yes, baby. Bleibt gesund. Gebt euren Eltern einen fetten Kuss auf die Stirn. Bleibt gesund, macht keinen Scheiß. Ciao, Ragazzi. Talk it like Lucy D.